küsst die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Buben. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon vorher. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Als Backen spielen wir noch dem Wiener Scham. Die Quetsche klingt halt super fein, die Konterpumpe hinten rein. Und das Banken klingt jetzt auch schon recht human. Drum, Leon, grüß euch, servus, grüß die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Buben. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon vorher. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, habe die Ehre, grüß euch Gott, liebe Freunde, liebe Pavlatschisti. Servus in die Runde, herzlich willkommen in der Pavlatsch-Nummer 159. 58. Ich glaube 58. Hab ich mich verschaut? Ich glaube 58. Ich muss sofort Schau nach. Nicht, dass wir das schon gleich am Anfang am Plätzchen 158, du hast vollkommen recht. Ich will nicht sagen natürlich, weil es nicht natürlich vorkommt. Meistens bei mir, hab ich mich vertan. Bitte um Verzeihung, bitte, Klausi. Entschuldigung. Ja, wir werden darüber hinwegschauen. 158 hier in Donaufeld, die Mitte Februar sozusagen. Also das Jahr ist in vollem Gange. In vollem Gange, ja. Arsch wie sonst da. Aber wir sind froh Mut, es geht voran. Es wird bergauf gehen, das war's. Es geht bergauf. Es geht schon bergauf. Wir müssen es positiv sagen. Ja. Es geht bergauf. Und wir begrüßen euch recht herzlich zu diesem Event wieder mal. Und wir werden gleich ohne Umschweife übergehen zum Unbottling. Bitte, jawohl. Aber aus irgendeinem Grund es geht die geht die Kamera nicht. Warte mal, Moment. Click to start. Na geht, ja, na wunderbar, da gib her. Kamerakind, Patrick, Moment. Patrick, jawohl. Warte, wo hab ich denn da? Jawohl, ich mache mich auf den Weg zum Wein. Jawohl. Ui, da ist finster heute. Du musst aufdrehen, das Licht. Jawohl. Der Weinkühlschrank. Dann schauen wir mal. Mit immer Lara die Lot. Ja, das ist ein Wunder eigentlich fast, oder? Nehmen wir einen grünen Veltliner heute, einen Klassiker. Grüner Veltliner, jawohl. Jawohl. Sehr schön. Oh, jetzt ist er aufgegangen. No? Das ist nicht so gut. Ja. Wird Strom sparen? Ja. Ja. Hey Molik, bravo. Da sitzt er. Bravo. Yes. So, dankeschön. Hast du gut gemacht. Das kann ich doch gut, ich verstehe. Händisch, hast du gesehen? Ah, Wie das sofort gerührt mit Anhänger. Schauen wir, wer denn alle da ist. Schau du, wer da ist. Ich schau mal mit den Wein an. Sag mal, was wir da haben, bevor wir begrüßen. Grüner Veltliner 2021, Ried Wiesdalen, natürlich von unserem Winzer Dauertester, kann man schon sagen wieder. So Michael Höfler, Dr. Höfler Wien. Jawohl. Zum Ausblick, beides steht drauf. Arme Höfler steht unten drauf und Ausblick oben. Ja, nicht, dass das wer sehen tät, aber ich Nein, kann es filmen. Du kannst das filmen, Warte mal, Kamerakind, Klaus. Nein, das filmen wir nicht, bitte. Achso, das ist das Jetzt Hingetik. grad gesehen. Filmen wir nicht. Also, filmen wir nicht. Das ist ein bisschen verrutscht gerade. Ja. Jetzt ist passiert. Macht ja nichts. Michi, jetzt ist passiert. Macht ja nichts. Und das mir. Macht ja nichts. Was schreibt er denn? Was schreibt er? Sag mal kurz was. Der Josef Stetter Wein. Ah ja, genau. Grüner Veltliner enthält zum Teil Trauben, die im Jahr 2021 auf den Dachterrassen und Balkonen in den Wiener Bezirken Josefstadt und Neubau aufwendig kultiviert wurden. Sehr interessant. 250 Flaschen limitiert. Ja. Diese Josefstadt, ja. Josefstadt-Edition sozusagen. Ja, Genau. ja. Ja, recht eine kräftige Geschichte, 13,5 Volumensprozent.
Brauchen wir eh. Ich mache einmal auf. Begrüße Brauchen wir mal. eh. Schau mal, wer da ist. Der erste, der Schenk reingeschrieben einmal hat, war der Alexander Hauser. Grüß dich gut. Schön, dass du dabei bist. Matthias Mariacher ist mit am Start. Marion Kriegelstein, Werner Wichtig, er will der Franz Brandwein. Was hat er gemacht? War eine Menge Schneidarbeit. Zwiebel schneiden, Wurst schneiden, Paprika schneiden, Kas schneiden, Gurkel schneiden. Und ich bin ja kein gelernter Schneider. Jawohl, bravo Franz Brandwein. Aber hat das zum Kochen So, da steht er. 18 Uhr, fertig zu Pawlatschen, einmalig. So, ist das noch her. Landtagsstürmer Markus, grüß dich gut. Habe die Ehre. Servus. Fritzl Startguss, Michael Unger, Uli Slonek aus Helsinki. Florian Lukas ist wieder dabei, große Freude. Servus. All my staff, unser Chef, Statistiker, kann man sagen. Kann man unser sagen, ja. Chefstatistiker. Alle Achtung. Du hast das heute versucht auszufinden. Ich muss es dann nochmal in Ruhe machen. Also es ist entweder der 18. oder der vorherige, der 12. Nein, 11. Entweder 11. oder 18. Dezember wird die 200. Pawlatschen sein. Soll ich das bis zum nächsten Mal Ja, vielleicht checkst du es da. Ich hab's dreimal nach 18, dann habe ich aufgegeben. Ich bin so mit jetzt mal, Statistik geübt. ja. Weißt du, ich hab das auserzählt bei dem Montag und bin sogar irgendwann bei einem Freitag hängen geblieben. Und ich dachte, Alter, was ist jetzt los? Also, du findest es aus. Daniela Schlögl ist da, jawohl. Der Marco Cinelli ist am Start, das freut uns besonders. Musikraum, Momo M, Maba, Servus. die Karin Albertine Priesternik, die Grisi 1220. Grisi 1220. Wenn wir heute noch zu sprechen kommen. Ja, das glaube ich. Der Markus Besunik. Am Montag, Oliver Pawlatschen, ist kein guter Tag. Grüße in die Runde auf erleibende Pawlatschen. Bravo, Markus. Meine Rede. Das ist aber gleich ein guter Trinkspruch. Ja. Zum Wohle. Das Mikrofon halten, weißt du? Ui. Prost zum Wohl. Bravo, Markus. Die Bord noch nicht gewonnen, hat mir eingefallen. Mit was hast du eingefallen? Mit dem Pflaum hast du eingefallen? Weiter. Was soll ich sagen? Ich war heute auch beim Barbier. Ich noch nicht. Wildwuchs bei mir noch. Kommt noch. So. Sollte ich letzte Woche für ein wenig Verwirrung in Sachen Pawlatschenzählung gesorgt haben. Nein, all my stuff au contraire. Nein, du hast ja korrekt gezählt, nur müssen wir eigentlich die zwei anzählen in Wahrheit. Also Die so Sache gesehen war es ja abgezogen, 18 minus 2. Weil du hast gesagt, nein, plus, so. Du hast gesagt, ist ja wurscht. Wir werden das nochmal nach. Aber es ist auf jeden Fall im Dezember, haben wir die 200. Der Bernd Roh ist da, na, das ist alles. Servus, grüß dich. Gary 1.0, unsere Mege aus München. Thomas Bastlecke, Bruderherz beieinander mitsamt, hoffentlich mitsamt der Judith. Ja. Daneben, das wäre leider der Matthias Mariacher, jawohl, grüß euch 16er Burm. Lord Tower ist auch wieder dabei. Und Susanne Faber. Das sind zumindest diejenigen, die im Chat sich aufhalten, aber alle anderen, die auch noch zuschauen und nicht chatten, Auch denen ein herzlichstes willkommen, wie man so. und ein Schluckerl. Du Schluckerl. Ein Schluckerl für alle Pawlatschistingers. Nicht nur für die Chatterer, sondern auch für die Vorsichtig. Schauerer. Aber feiner Veltliner. Sehr, sehr gut. Feiner Veltliner, muss ich echt sagen. Etwas kräftig, aber trotzdem als Veltliner zu erkennen. Ja, schon. Wildcat hat sich dazu gesellt. Das ist nicht allein. Die Wildcat ist da. Du weißt, was jetzt schon die letzten Pawlatschen nicht gespielt haben, weil sie mich die Wildcat liest. Das Vogel am Baum. Haben wir schon jetzt länger nicht gespielt. Und natürlich für Sani und Mutzi, die zwei einzigen Nymphensittiche weltweit, die Wienerlied-affin sind, für die muss man schon natürlich ein Lied präsentieren und natürlich besonders für die Weike. Ich hoffe, du bist wieder genesen, das ist noch Alle wichtiger. sind wieder fit und ja. Schau, Almes darf, Patrick Barth schaut gut aus. Oh, danke schön. Almes darf, ne, der wird nicht scharf gestellt. Der haben bei ihm wird erst. Mein Bruder Nix ist schon. hat schon geschrieben Abdullah zu mir. Abdullah, jawohl. Alright, also dann. Ich sag, schau, ich glitsche diese Bubbles. No, was ist außerbringen? Ja, was leibern, der bringt es gut. Hallo Burm, hallo Wien, hallo Österreich, hallo Pawlatschiste. Ja. Wein schmeckt nicht nach Taube. Also, für Sani und Munzi, unsere Nymphensittiche Fans und die Wildcat und natürlich für alle anderen. Das Vogel am Baum, Karl Hudener. Zweite Nummer schon so hagelig erst. Ja, was denn? Was geht schon? Da bin ich warm gespielt auch gleich. Ich sitz
Wiesen, ein Großhalm im Mai. Die Bock sind zerrissen, ich find nix dabei. Ein Schmetterling fliegt mir um die Dosen herum. Ein Fink verrisst der Fliegen, aber ich pfeif mich nicht drum. An der Arbeit denk ich nicht, da wo ich mich traum. Ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Baum. Und kommt der schönste Erdl am Wald weg daher, ja da spring ich verfreit. Weil was brauch ich schon mehr? 2 Egeln schauen fest in die Meinen hinein. Was sagen sie, möchte ich deinige sein? Aber noch ein paar Pussel, sag ich geh schon heim. Ich bin aber frei wie ein Vogel am Baum. So Papageno, lass es zwitschern. Vor mir sagt Klause, du Gauner, geh her zu mir. Da mach ich noch einmal die Augen fest zu. Sieh ich wieder vor mir die schöne Natur, den draußen im Grünen, da war ich daheim. Da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Baum. Die Menge schreit nach einem Nachschlag. Das Vogel am Baum. Am Baume. Da haben wir uns einen Schluck verdient. Da haben wir uns einen Schluck verdient. Sani und Luzi freuen sich hoffentlich auch. Ich glaube schon. Also die Achtel von euch, danke vielmals. Danke euch. Ja. Sehr zum Wohl. Prost. Gutes Treffer. Ein gutes Treffer. Das ist schön warm, da hätte ich mit Leiberl kommen können. Ja, soll das Fenster aufmachen? Ich wusste, was du wieder aufmachen. Ja, mach auf das Fenster. Bitte. Das ist die träge Fußbodenheizung, so wieder. Das ist. Nein, Ich habe nicht gewusst, dass draußen heute 7 Grad. Ja. Das stimmt. Aber es ist trotzdem nicht warm draußen. Also ich finde, es ist zwar warm, also von Temperatur, aber es ist irgendwie. Nein. Was haben wir da alles? Die Nummer ist mir schon angegangen, Markus Pistonik. Das sage ich ja, das haben wir schon länger nicht gespielt. Jawohl. Patrick, super Styling, Bernd Roh. No. Der Mann hat Geschmack. Ja, aber verstehst du, ich war heute ein paar Bier, aber Geld angelegt, da ist ja keiner redet über mich. Das Klaus ist so fesch. Nein, du kommst rein, schaust aus wie der Jete. Wildwuchs. Und alle gleich, schau, der Patrick, super. Na gut, der kleine Blatt ist wohl schon immer geschissen aus, aber ne? Das ist ja sagt aber keiner was, dass ich noch immer 8 Kilo weniger habe, nicht? Ja. Dass ich wieder zweistellig bin. Das sieht ja keiner, der Zweistelligkeit, ne? Das sieht ja keiner. Patrick hebt den Finger. Weidket, 5 € von Weid, Sani und Mutzi übernehmen Verantwortung und werfen den Klaus und Patrick was in den Hut. Weidket. Dankeschön. Danke, recht narrisch. Danke, zum Wohle. Wir müssen da aufhören, das über den Computer zu machen, bevor es wirklich mal was Geschichte habe. Alles Ja, das ist. in der Tastatur. Wir haben es ja kaufst doch den Neigen nicht. Die Versicherung ist gerade angerannt für den Computer. Ja, fährst. Das ist ein Wahnsinn. So, pass auf, was haben wir da jetzt alles? Lilly Zille, 54 ist dabei, Servus, grüß dich gut. Der Christoph Acker, jawohl. In 2 Wochen muss man dann schon genau schauen, wer Patrick und wer Klaus ist. Zumindest wenn sie nicht die Instrumente umgestellt haben oder nebeneinander. Naja, das ist leicht. Der Lange ist der Patrick.
Und der Ja. Kleine ist der Klause. Das ist einmal leicht. Auch im Sitzen. Auch wobei da sind wir nicht so groß Unterschiede. aber Hauptsächlich man die merkt Länge schon. machen die Beine aus. Ja, bei aber mir. man merkt schon trotzdem. Man merkt schon trotzdem auch. Im Notfall sagst du einfach, der Bladere, ich bin meistens ich. Na schon, war fast schon. Ja, weil ich auch einen kürzeren Körper habe. Das ist halt, ne? Ja. Der Dieter grüßt. Vom Ottergänger Burgherrn grüßt er. Jawohl, servus Dieter. Servus. Patrick auch in Höchstform. Markus Pristonik. Danke. Wird das wieder Fein-Repetition, wenn dem Patrick noch heißer wird? Matthias, meine Nein, das ist das. Einmal war es sehr schön und Dings, aber. Jetzt machen wir sicher noch einmal. Machen wir sicher. Nein, Ich würde in der Feinrep Unterkategorie Nein, sehen vom nein. Militär, nein, unbedingt. Nein. Das ist Schau, der Wolf speikt und du die Fahrt. Der Wolf ist halt mein Haberer. Der Papier hat ganze Arbeit geleistet. Sagt er jetzt, nicht? Sagt er jetzt. Schreibt er jetzt. Nein. Nein, es ist, weil er mein Freund ist. Weil er mein Freund ist. Wolf, ich danke dir vielmals. Sehr zum Wohl. Trotzdem zum Wohle. Nicht? Das war. Tu mir einen neuen Ofen rein. Werf mir was in den virtuellen Hut für einen neuen Laptop. All my stuff. Hör auf, der ist eh noch gut. Der ist gut. Querschlank, Daniela Schläger hat mir erkannt. Ich bin nicht blatt, ich bin querschlank. Bravo, Daniela. Bravo, Daniela. Du, na, zum Spenden, so kommen wir später noch, was da für Möglichkeiten bestehen, aber die wisst ihr alle. Die wisst ihr alle. So, na, ich hätte vorschlagen, was gibt's nächstes, Patrick? Ist der Raffi noch gar nicht da? Raffi noch gar nicht gesehen, ja? Der hat mir geschrieben, es ist endlich die CD angekommen. Da endlich! Jawohl. Sie ist ja da verlassen auf die Post. Man muss noch Geduld, muss man was zweimal schickt. Kommt's einmal auch. Ich habe 2 Wochen noch das Backel von der Daniela gebraucht. Ja, nein, ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Also meine Motorsäge wird hoffentlich schneller kommen, weiter schon bekommen. Die Nachricht, sie ist versendet. Mein Motorsag. Eine Husqvarna, als Motorradfahrer ganz klar, eine Husqvarna. XP steht für Expert. Ja, wenn man sagen lassen. XP 550. Erst, das ist ja fürs Fernsehen, das ist ja für das Fernsehpublikum. Du so ausschaust dabei. Naja, das, Schau das Publikum. wenn man doch, dass das so bestätigt sein kannst, ja, ein gutes Gas, so irgendwie. Das Und ist man ein doch, super nein, Gerät. du fährst schon wieder quer, nicht? Also eine Husqvarna XP 550 Also ein Mark Profi-Gerät, II. kann man sagen. Nein, natürlich ein Profi-Gerät. Kostet ja. Man muss sich vorstellen, wirklich in einem Baumarkt des Vertrauens, mit großer Vernetzung am Land, ne, da kostet 1119 €. Mit viel Kraft. Viel Kraft am Land. Und ihr habt jetzt online, wie soll es anders sein, online um 741, glaube ich, ist ja wurscht, 745 €. Habe ich es jetzt da ergattert, ganz leibend, und die kommt, ist schon weggeschickt. Die kommt, morgen, übermorgen schätze ich mal, kommt's, und dann natürlich, ich weiß, es wird original keinen Menschen interessieren, es ist mir aber wurscht, weil ich werde es präsentieren. Das musst du präsentieren. Dann ein paar Mal ausstarten. Ist ein Hitz. Blechschüttel habe ich schon montiert. Also Husqvarna Blechschüttel an meiner Blechschildwand in der Klause. Aber jetzt kriege ich auch die richtige dazu. Das ist mir nur eingefallen, weil du gesagt hast, Post. Ne? Das war eigentlich, ja. Und man muss sagen, das ist nicht bei Amazon oder so gekauft, sondern es ist Nein. bei einem Händler gekauft. Beim Händler, Definitiv. ja. Also das ist Bei einem Händler, der für solche Geräte spezialisiert ist, ja. So, Der auch Werkstatt auch hat. Ich glaube, in Dullen sogar hat der, glaube ich, auch nicht. kann sein. Aber er hat Ja. Werkstatt, ja. So, jetzt sicher nur gerade der Christoph Acker sagt, aber noch einmal lasse ich mich beim Feinripp nicht eine Theater. Ackerl, das kann man nie sagen. Das weiß man nie. Das so, die Maggie ist gut. Der Raffi, er hört sich die CD statt der Sendung an. Das ist, Matthias Mariacha, XP kann auch für Experience stehen. Das ist auch nicht schlecht, ja? ja, Nein, ist ein Zauberer. das stimmt schon. Nein, aber die ist eine gute Wahl, wenn man Husqvarna will. Ja, Absolut. Da brennt nichts durch oder wo da brennt nichts an drin und da schmutzt kein Kunststoff weg. Und Nein. Weltgerät. Das quasi billigste im Profisegment. Ja. Also, und das reicht für mich haushoch, aber wenn ich sowas Gescheites. So, pass auf, jetzt habe ich da stehen. Der Straßen, einen schönen Abend aus dem Krankenhaus mit Zuschlag. Immer noch im Krankenhaus. immer noch.
Wenn du Stand hast gekriegt, ne? Ist alles in Ordnung, Straßen, es gibt ein kurzes Zeichen, ob alles in Ordnung ist oder ob das noch zum Ding gehört, weil das jetzt bist du schon lang. Ja. Nicht? Also ich hoffe, dass alles gut ist. Die Husqvarna passt auch zum Volvo, sagt der Dieter. Ja, stimmt Ja, natürlich. stimmt, ja. In den Timbersport werde ich nicht einsteigen, da wird es viel hocken. Warum keinen Stil? Der Michael Unger schon wieder, ja. Ich sag nix. Aber halt du die Goschen. Bitte halt du wenigstens. Dass wirklich einer die Goschen halt. Naja, aber ich meine, es ist wurscht. Also Stil und Husqvarna sind ziemlich gleich. Die Husqvarna ist auch ums Arschlecken billiger. Hat ein bisschen in Ruf bekommen die letzten 10, 15 Jahre, dass alles halt in China produziert wird und Stihl noch immer in den USA und das Hauptdings, die Profi-Geräte immer noch in Weiblingen im Schwabenland produziert werden. Ja, aber im Prinzip ist es wurscht, weil die Chinesen Machen ja Muss nichts ja nicht Schlechtes. schlecht, ne? Ja, Also- genau so ist es. Ja. merkt man bei den Motorrädern ist das gleiche Thema immer wieder. Bei allen, bei Autos, Ja, Musikinstrumente das wird anders produziert. und. Das wird alles, und wenn nicht alles produziert, irgendwelche Teile werden dort produziert, also was so ist. Nein, im Wesentlichen kann man sagen, Husqvarna und Stihl Das sind die ist zwei ja. Marken. Ja. Und die Husqvarna ist, grob gesagt, ein bisschen billiger. Und dann gibt es geringste Der andere sind, Anspruchverhalten, die für mich als Amateur wo völlig sind anders sind. mehr in der Hand liegt. Ja. Es ist so. Was man sich leisten kann. So sich Naja, nein, das, das ist halt, weißt du. Aber es ist auf jeden Fall eine leibende Geschichte. Brigitte Scheurer. Jawohl, die Brigitte Scheurer. Wenig grippig. Ne? Da werden wir die aufbauen. Da werden wir die. Ja, der Wolf hat gesagt, er kommt mit seiner Husqvarna vorbei. Müssen wir mal schauen. Im Kaufhaus Österreich, ja genau, Daniel Schlein, ja. Magst du einen Fichtenmoped-Livestream vom ersten Schnitt? Das war ja nicht keine schlechte Idee von uns Brandwehr. Aber jetzt habe ich erst geschnitten. Jetzt tue ich nur maximal in Tasteln. Das ist ja, aber den haben wir extra liegen lassen. Da habe ich gesagt, nein, ich war nicht in Weich, damit ich zumindest, wenn ich es habe, gleich irgendwo schneiden kann. Zumindest wenn ich in Tasteln kann. Das war extra deswegen. Aber ja. Schau, Christoph Radau aus Aachen ist dabei. Schau, jawohl, Marco Cinelli da. Neben der 701er Husqvarna hat er auch eine Motorsäge und einen Rosenmäher. Ja, Rosenmäher habe ich auch von Husqvarna. Weil Rosenmäher ist auch. Husqvarna. So. Also, dass Klaus nicht still sein kann. Danke, Matthias Mariacha, das ist schön gesagt. Grüßen sich eigentlich die Fichtenmopedfahrer? Bernd Roh ist eine gute Idee. Dem Wald, naja, nein, die grüßen sich nicht, sondern immer dann, wenn es eng wird. Also ein Baum fällt oder sowas. Ne? Das ist dann. Geh was, du schneidest heute Auto, geh. The first cut ist der Titel. Sehe schon genug wie So, hat jetzt der Straßenland schon irgendwas geschrieben? Ja, jetzt, Wo? im Moment. Wann? Herzl wieder okay, Ah, nur doch. die Lunge will noch nicht ganz, aber soweit geht's schon. Na gut. Gut. Also, Daumen drücken, Daumen hoch. nachdem wir jetzt die Brigitte Scheurer etwas grippig haben und der Straßenhans da in Mürzzuschlag im Krankenhaus liegt, würde ich sagen, dass wir quasi beide zusammenfassend mit einer gewaltigen Wellen an rote Achteln würdigen und ihnen die besten Genesungswünsche zukommen lassen. Also für den Straßenhans und für die Brigitte Scheurer. genau. Gute Besserung, alles Gute. Alles Gute euch. Und eine gewaltige Orgie an rote Achteln von den Pavlacisti wird euch die entsprechenden Energien zusenden. Und wir trinken einen Schluck auf euch. So, und jetzt da zur nächsten Pavlacistingerin, mit dann die ist ja gendern, wenn wir wissen, dass er eine Frau ist. Nicht, wenn wir wissen, dass er ein Mann ist, so, dann wir ja nicht, dann wir sie ja männlich Dann ein Pavlacist. ausdrückt, genau. Wenn derjenige allerdings von sich glaubt, dass er ein Hubschrauber ist oder sonst was, ist uns das herzlich wurscht. Also wir gehören zu dieser alten Garde Ja. der bösen, rechten, schlimmstmöglichsten Aussparung an Menschheit, an Auswurf der Menschheit, Kostproben von Menschen, die wir darstellen, weil wir tatsächlich original wirklich in der Schule so aufgewachsen sind und das auch glauben, ausnahmsweise, dass es wirklich nur zwei Geschlechter gibt. Also Wie der Mandel und der Weiberl. ja, also das glauben wir. Also sollte sich jemand gestört fühlen oder sonst irgendwie, bitte nicht kommentieren, kein Like,
von mir ist hau einen Daumen runter rein, aber bitte schleicht dich. Aber es gibt nur zwei Geschlechter. Wer mit dem in die Harpfen geht, ist schon wieder ganz was Das anderes. ist was anderes. Das kann ja, Es gibt zwei Geschlechter. kann alles. Das kann alles. Also Gender wird und eine große und wichtige Unterstützung sozusagen auch vom Helge Schneider bekommen. Jetzt nicht was Gender betrifft, sondern was die kulturelle Aneignung betrifft. Hat er gesagt, dies meine ich. Scheiße. Was die kulturelle Aneignung betrifft, und auch schon vor längerer Zeit, auch schon eben das Gendern auch schon vor Jahren oder das ist auch schon geäußert. Oder eh schon, naja, gut. Ja, ich meine, klar. jetzt ist es das Gendern vollkommen krank geworden. Also jetzt, wo man mit von mir ist, weißt, wenn man dann noch sagt, im Jahr Mann und Frau, aber wenn man jetzt anfängt, intergeschlechtlich und trans und Post und was gibt's noch? Ich weiß es nicht. Was weiß ich, ja. Also Den Schluck dann nehmen. nicht mit uns, nicht mit uns. Also sollte jemand sich da auf den Schlips getreten fühlen, schleichte. Bitte. Danke. So, für die schnelle Gesundung. Gute Besserung allen Kranken, Glitschitisi Bubbles, jawohl. Ja. Ein Trepfverbot, ne? Können wir vielleicht schauen, ja? Ja. Wer sich gestört fühlt, sollte sich überlegen, ob er nicht gestört ist. Musikraum, bravo. Ja, es ist nur, weil das jetzt irgendwie so aktuell gerade irgendwie besonders deppert wird. Aber gut. Nein, Christoph, Was? wir werden keine Burminen. Nein, ganz sicher nicht, weil bei uns ist ja klar, ne? Also klar, wir definieren uns als Männer. Ja, ich meine, meine, original. aber Original, solche Weiber will keiner sehen. ich glaube auch nicht. Nicht wirklich, was? Ja. Genau, zwei Geschlechter, aber irrsinnige Menge Geisteskrankheiten. Ja, das wird wohl so sein. Ja, wo ein Trepfverbot hätte am Elefantentreffen dringend nötig gehabt, das glaube ich, Marco Cinelli, das war Wahnsinn. Allweils darf zahlreiche Teilnehmer mit extra Teilen eure Meinung nicht. Naja, wobei, ja, ich weiß nicht, mit diesen wie sagt man dann, also die Transen quasi, nicht? Also vereinzelt haben wir wirklich kennengelernt da und das war schon so, dass dann zum Beispiel, also ein Mann, der quasi die Geschlechtsorgane des Mannes hatte, aber eben sonst als Frau unterwegs war, der hat schon, also der hat gesagt, also er geht deswegen nicht zum Frauenarzt oder was. Er hat gesagt, der ist schon ein Mann, aber er ist halt, ich meine, das ist ja alles, soll Mann und Frau und die sollen sich unsicher sein, was von dem einen sind, auch in Ordnung. Ja? Auch Zwitter kommen vor in der Natur, wenn auch sehr wenige. Also nicht so in dem Ausmaß, dass man sich, glaube ich, darum gesellschaftlich wirklich äußerst bemühen muss, weil man tut ja nicht deswegen nichts. Ne? Aber wenn einer eben von sich, weiß ich nicht, also diese Pseudogeschlechter, was da erfinden, bis 70 oder über 70 Geschlechter gibt es, denke ich mir, Alter, das muss einmal ein Archäologe lernen, wie der das auseinanderkennt, wenn er so ausgrabt, die Krypten. Ne? Die haben wir in 5000 Jahren Ausgrabungen machen, denken Sie mal. Ja, am Ende war ein Weiberl. Ne? Jetzt scheißen wir so viel herum, ne? Und dann ist alles klar. Ne? Na, fängst ja. Die 16er Trennis, Trannis, oder wie man das sagt. Jawohl, die Trenni. Ja. Was sagt die Maggie? Wir könnten jetzt zum Beispiel Pawlatschen Chatbuchpolka nennen. Alle unsere Namen werden besungen und verwendet, das war keine schlechte Idee. Habt ihr da jetzt wahrscheinlich schon korrespondiert? Naja. Burschen und Burschenen, diese Sauerei muss eine andere werden. Unbedingt. Eine Drecksauerei. Genau so ist es, sagt die Krise zum Musikraum. Naja, aber das ist mir zu viel, da kann ich jetzt nicht. Was heißt? Auf alles einzugehen ist schwierig. Jawohl. Der Monro ist da. Monro, Thailand. Ja. Passt jetzt gerade zum Thema fast nicht. Ja, Aber das haben wir schon der Base. Und mich freuen, dass du dabei bist. Aber, weil die Krise jetzt ausschaut. Hallo Thailand. Die Krise hat gehabt gestern ihren Geburtstag. wievielten, weißt du das auch? Das weiß ich jetzt Ich glaube, dürfen wir sagen? Dürfen wir das sagen? das sagt man bei einer Dame nicht. Sagt man nicht. Man sagt bei einer Dame sagt man nicht das Alter und bei einem Studenten nicht das Semester. Ja. Das habe ich gelernt damals als Student. Dame war ich nicht. Er war schon im 20. Semester. Locker. Also auf jeden Fall zweistellig. Also wir werden jetzt natürlich ein Lied spielen, was sich die Krise gewünscht hat, nämlich das Meidlinger L. Das Meidlinger L wünscht er sich zu ihrem Geburtstag, zu ihrem gestrigen Geburtstag und ihr natürlich, liebe Paula Schiestingers,
ihr habt abermals eine Wellen an rote Achteln zum Geburtstag von unserer Krise 1220, Jawohl. die ja auch schon ein absolut wichtiger Aspekt in unserem Das glaube ich. Das Chat, glaube ich. in unserer Pavlatschen ist. Bist du bereit? 118 ist im Facebook gestanden. Matthias Mariacher, was 118? Pavlatschen? Nein. Das ist ja wurscht. Ist mir das nicht aufgefallen? Auch? Nein, ich hab sicher. Nein, 118. Na gut, jetzt spielen wir mal für die Grisi Special. Spielen wir, hauen wir jetzt eine das Meidlinger. L. In Wien gibt's 23 Bezirke, wenn man schaut. Jeder ist in Ordnung, nur bei uns da gibt's einen Laut. Den bringen sie in die anderen Bezirke nicht so hin. Bei uns dagegen kann jeder den Bruder so wie ich. Wenn mich wer fragt, woher ich bin, dem sag ich nicht nur einfach wie. Ich bin aus Meidlinger Holz und darauf bin ich einfach stolz. Wer Meidling kennt, der weiß das eh. Wir den Meidlinger Schmäh. Und wer uns hört, was auf der Still. Wir haben das unverfälschte, unfeudale, durch und durch originale, weltberühmte Meidlinger Edel. Sogar der alte Kaiser hat fast so wie wir geredet. Vielleicht ein wenig nasal, aber Hochdeutsch war das nicht. Wer so redet wie an jeden, der schon aufgewachsen ist, bringt Leben durch seine Reden. Das weiß man ohne dies. Wenn mich wer fragt, woher ich bin, dem sag ich nicht nur einfach wie. Ich bin aus Meidlinger Holz und darauf bin ich einfach stolz. Wer Meidling kennt, der weiß das eh. Wir haben den Meidlinger Schmäh. Und wer uns hört, was auf der Stelle. Wir haben das unverfälschte, unfeudale, durch und durch originale, weltberühmte Meidlinger Hill. Jawohl, Special Class. Jawohl. Und wer uns hört, der weiß das eh. Wir haben den Meidlinger Schmäh. Und wer uns hört, was auf der Still. Wir haben das unverfälschte, unfeudale, durch und durch originale, weltberühmte Meidlinger Edel. Jawohl! Jawohl, das Meidlinger L. Alles Gute, liebe Grisi, zu deinem Geburtstag. Bleib gesund, bleib uns gewogen. Das ist das Wichtigste. Bleib Gesundheit. brav, weil das muss man auch sagen, nicht? Muss man auch im Alter, man wird ja mitunter deswegen nicht braver. Deswegen soll das immer wieder darauf hingewiesen sein. Bemühe mich, ja. Ja, du, ja gut, du, bei dir ist wurscht. Das ist ein Wahnsinn. Schau, die Achteln von einer, für die Krise, schau mir sogar Geburtstagstorten sind dabei. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Natürlich ein Wahnsinn. So 118. erklärt Geburtstag sie von das. Grisi. 118. Geburtstag. Okay. Achso, das steht bei ihr, glaube ich, auf der, im Profil, der Profilbeschreibung, glaube ich. Ja, in den Informationen, glaube ich, steht das 118, ja. Was hat der Christopher da? Beim diversen Klo fährt das Pissoir automatisch über die Schüssel. Ja, na gut, ich weiß so eins noch nie. Ah, ja, noch nicht. Schau, der Ulrich ist am Start. Ulrich ist dabei. Jawohl. Yes. Jawohl. Schau, danke, Burm, sagt die Grisse. Weltklasse. Wir haben ein neues Lied im Auftrag gegeben, das Pavlatschen Chatbuch-Polka. Wo alle Namen drin sind. Das war aber eh lustig. No sleep till Mädling.
All my stuff. Wer das liest, ist live dabei. Eine super Idee, sagt der Uli Slonik. Ja, aber warte, wie müssen wir das? Erst, ich muss zumachen, du ziehst mir Mach zu. Du ziehst mir Na, mir nicht. Ich bin schon ein Alter, wo man sagt, da zieht's! Weil er wieder nur ein Leiberl hat, nicht? Naja, was soll man anziehen? Soll man einen Pilzmantel anziehen, weil der letzten Herr Professor im ruhigeren Die letzten Publikum... Male war es immer etwas frisch hier, nicht? Also mir zumindest. Aber Da geht was, ja. heute ist mir etwas schwül eigentlich eher, muss ich sagen. Aber Dunst, ich dampf quasi also ganz ein bisschen heute. Nicht? Ja, das ist halt, du wirst gestern zu viel gesoffen haben wahrscheinlich. Ach, schon lange nicht. Nein, was weiß man? Letzte Woche Montag mit Ja, dir. Ja, du kannst uns viele Geschichten erzählen, wir können ja nicht bei dir... Was hat's jetzt war irgendwas. Also bei mir läuft wunderbar, ist ich alles. Nein, ja, aber da, irgendwas mit Bild hat es jetzt gegeben, gell? Ist schon wieder normal. Dort war irgendwas, gell? Aber dort habe ich es auch gesehen. Dort war das Bild weg, ja. Aber ist schon wieder da. Ist wieder alles da. Nein, es war da schon, aber es hat auf einmal... Ja, muss man mal beobachten. Schon wieder. Was ist das? Ah, dort ist aber da. Was ist das jetzt wieder? Irgendwas zuckt da, ja. Aber was? Ist das die Kamera, ist die am Strom angehängt? Ist vielleicht der Akku schwach? Oder? Nein, das ist hinterm Stamm. Aber was ist da? Die müssen wir nachkommen. Josef Dattel ist da, den muss ich sofort begrüßen natürlich. Von wo schreibt er, von wo? Ich bin nach Hause gekommen, also wieder noch nicht in der Badewanne. Noch nicht. Noch nicht in der Badewanne. Was haben wir da jetzt? Pass auf. 57 Zuschauer, nur 33 Daumen nach oben. Chrissy, folgt mir richtig. Satz Knierwach, haut's auf. Die Daumen und wenn sie schon beim knierwachen Satz, haut uns einen Schmattes, einen Obolus in den Hut. Weil wir ja online sind, geht das natürlich nur virtuell. Da habe ich eingeblendet PayPal-Adressen respektive auch über IBAN. Man kann natürlich auch über diesen Superchat im Chat, wenn das geht, kann man auch was spenden, wie die Wildkette schon gezeigt hat. Und natürlich, man kann auch natürlich sich dann denken, wie das natürlich auch schon vorgekommen ist, wenn man es live sieht, drückt es uns einfach einen 100 in die Hand und die Sache ist Basel. Nein, ich danke vielmals jetzt schon für eure netten Oberlus. Das muss man mir dazu sagen, dass keiner vergisst. Sehr viel heller war es kurz, ja genau. Blitzt hat's, ja. Ja, ist kurz sehr hell geworden, ja, warum auch immer. Aber solange es jetzt wieder passt. Wo ist das Regal im Eck hinten hin? Welches Regal? Der Schreibtisch ist dort gestanden. Achso, da, ja, das war der Schreibtisch. Der steht jetzt anders. Ich habe umgebaut, ich habe im Studio umgebaut. Wir haben auch einen neuen Tisch, also neu ist er nicht. Neuen alten. Aus meiner Klause, aber der ist ein bisschen schmäler, dadurch sitzt man näher beieinander ein bisschen. Ja. So ist es. Also so schlecht sind die zwei auch wieder nicht. Warum wird das? Vielleicht weil nur so wenige Daumen nach oben waren. Ach so. Vielleicht auf das bezogen. Vermute ich jetzt einmal. Klaus macht bitte das Fenster zu nicht, dass nächste Woche wieder Solar beim Latschen ist. Ja genau, all my stuff ist. Ja, die mache ich dann weißt du, weil ich am kalt ist. Drehverbot, 5 Euro, Christoph Acker. Na, Oi. da ist natürlich zuerst der Schluck und dann fürs Mikro. Jawohl. Alles gerocht und schäbert, das ist ein Wahnsinn. Drehverbot, machen wir das nicht. Das Regal weg jetzt. Jetzt habe ich ein paar vertrieben. Jetzt nur 51 Zuseher, aber nein. Es ist stets immer nur die Elite vertreten in der Pawlatschen. Das kann man eigentlich so genauso sagen. Das ist immer. So wird das im. So schnell ist das. So ist das. Ja, es ist eh. Die Kamera, jetzt sitzt da irgendwie weiter hinten, bitte mal. Sitzt nicht weiter hinten, die sitzt wie vorher. Achso, jetzt sitzt wieder. Ja, jetzt wisst ihr gerade warum. Ich habe mich geriecht, habe ich gesagt. Was riechst du denn? Nein, ja. Das muss ich ein bisschen kleiner machen da. So, das muss ich ein bisschen kleiner, dass ich was sehe. So, jetzt stimmt es. Jetzt stimmt es wieder. Also. Blendenautomatik regelt beim Heiligenschein nach. Bei welchem Maße? Bei ihm oder bei mir? Wahrscheinlich wieder beim Patrick. Der Patrick ist jetzt. Vielleicht warst du das UFO draußen. Schon wieder UFO? Nein. Nicht schon wieder UFO sehen. Schon genug. Aber aufgrund dieser Sichtungen, oder Pseudosicht, weiß man nicht, was die Amerikaner, was die lassen sich was sehen. Müssen wir uns eigentlich das Lied einlernen, den Uhudler-Dudler. Richtig. Vom Roland Neuwirth. Das müssen wir uns einlernen. Da geht es um die korrekte kulturelle Aneignung von Außerirdischen mit Wein.
Mit der Wiener Weinkultur. Ja, So muss man es eigentlich sagen. Das müssen wir aktivieren. Das müssen wir aktivieren. Sehr leid. So, und jetzt aber, für unseren Ackerl. In super Luxusausführung. Achso? Das sage ich jetzt einmal. So, Ja. ja, das Trepfelbad. Hoppala, mir verspült. Die Suppe ist schon weg. Tag. Es ist nur die Luxusausführung. Ja. Das ist nur ein Luxus. Ja, der Uli ist lohnig, aber eigentlich ist das Bild nicht so wichtig. Das ist ein Wahnsinn. Der Wahnsinn, bitte. Am vergangenen Freitag waren wir zwei Trepfelbad. Was sie nicht dabei waren, das ist schon. Unten beim Kassier, da hat er fragt und dann der Höhe. Ja, was sie sagen, ich bin eine alte Fee. Was sind denn Sie? Tanzen Zupf der Bisam, waren's ganz Person, werden sind anderen dumm. Doch weil ich fein bin und nicht gemein bin, stell ich mich immer mehr mit ihnen her. Sie glauben, wir sind da in einem Vogelhäusl sitzen, können so schwache Frau tyrannisieren. Jetzt halt's mich zurück, sonst komm ich noch in Titzen. Und tu den Kartenbilliger, nur eine Schmier. Endlich sind wir drinnen in der ungedeckten Kabine. Ja, die Lockerten, die rennen her und hin und her und hin und her und hin und her. Einer von den Lockerten, der ist so nämlich gefüllt. Sie freuen sich aus, als wir ein Röttgebüt. Sie sind Gedränge in der Menge, wo keiner weiß, wer weiß ja, welcher Fuß sein eigener ist. Es ist wie ein Nornhaus mit Singelsschuhe, außer unser Nebenmann, der zieht uns wieder an. So, jetzt probieren wir's heute einmal mit unseren Hosen. Kaum wir's rund, dürft uns der Nachbar wieder rein. Wir kriegen zu an so einen Mutz den Großen und bringen Zampen, ins Boot hinein. Der Gefühle, der kommt rein, steigt mitten auf der Saft, der links nach wie er wieder aufsteht, da wie er zur Brause hin, aber ja passt der in die Duschkabine, in der nächsten Klause, unter der Brause, da rennt das Röntgenbild, grad hin und her wie blöd. Sie ist ein Verhängnis, dass er so dünn ist, wenn er zum Abfluss rutscht, dann ist er futsch. Jetzt macht's ein Pumper, jetzt war's ein furchtbar zusammenzuckt, weil den Gefühlen hat's grad wieder einmal hin. Die ganzen Brausen sind verboten, die wenn's auch nicht drückt. Das ganze Trepfelbad, das ist jetzt Wien. Luxusausführung. Das Bad des Trepfels, und die Achtelvereine. Freunde, das ist natürlich genauso. Landesstrom hat auch ein Krügel Bier dazu. Ja, bitteschön, ist auch genehm, ja? Je schmaler der Tisch, desto breiter wirken die Leute daneben. Bravo, Christoph Acker. Wirklich, jetzt haben wir da gerade eine Freiheit gemacht. Und du? Das kommt schon. Wahnsinn. Ne? Schreib dir noch ein Danke wieder. Genau, Maggie, den 99 Luftballons müssen wir. Das ist ja Wahnsinn, gell? Aber irgendein Blödsinn dazu uns schon, oder? Das mit den Medien, weil man die Arme ist, weil man jetzt ganz original hat sich dann ja ein Terror, ich habe gar nicht gewusst, dass wir das haben, ein Terrorismus-Experte hat sich zu Wort gemeldet, der an der Donau-Uni Wien, Donau-Uni Krems, halt wo studiert hat oder was weiß ich was, und da hat er sofort festgehalten, dass das nicht aussieht ist, warum auch immer, weiß ich gar nicht warum, woher das wissen kann, und dass es ein Spionageflugobjekt ist. Jetzt denke ich immer halt so. Unter anderem, ja. Ich meine, bis jetzt hat in Amerika nicht einmal ein Fliegen einfliegen können, ohne dass man, abgesehen von den 9/11-Geschichten, aber das ist wieder eine andere Sache, aber da ist nichts rein. Und dann kommt ein Ballon, versteht, ein Ballon. Sie sehen ihn nicht. Da kommt ein Ballon, da kommt nicht ein UFO, oder da kommt einer, nicht, sondern nein, ein Ballon. Ja, man muss sagen, der Ballon, der fliegt natürlich sehr, sehr hoch, muss man sagen. Weitaus höher als alte Flugzeuge und so weiter fliegen. Und das ist sicher nicht der erste. Nur das ist ja sehr,
Bist prominent, ist der natürlich. Ja, und die anderen Objekte alle, und jetzt kommen auf einmal, jetzt fliegen auf einmal in Amerika die ganzen Spionageobjekte. Na geht bitte, lauter Geschichten. Die fliegen seit also 80 Jahren, nicht? Also Ja. gegenseitig. Lauter Geschichten. Gegenseitig von alle Richtungen Ja. immer, nicht? Wie man ja auch weiß, historisch. Aber da lasse ich auch einen Ballon für. Scheiß auf Drohnen, wir werden keine Drohne verwenden für die nächsten Aufnahmen. Wir werden einen Ballon fahren. Ja, Mit Ballon genau, fahren. nein, Mit das Ballon ist viel fahren. gescheiter, aber die sieht keiner. Die kriegt nicht einmal die Flugabwehr mit. Na, so ein Wetterballon, der steigt auf 40.000 Kilometer. Ja, Wetterballon, aber das siehst du. Aber das ist ja kein. Das sind, Na, die Fotos, das sind alles die Geschichten. Fotos, was man gesehen hat von dem Ballon, also, ich ist eine Geschichte. Das Ganze. Schön was von Taschen, endlich habe ich das einmal gesehen. Marco Cinelli, bravo. Ja, War leibend, dass du da warst. war leibend. Facciamoto auch am Start gewesen. Natürlich. Das ist auch super, ja, während das echte UFOs ist schon leibend, dass wir es gleich mal anschießen. Ja, sicher, das ist ja nicht ganz klar. Holt den Rekord zurück, der Baumgartner. Nein, aber jetzt unabhängig davon, was weiß ich, was da ist. Ne? Aber ich denke mir, das ist echt so, was jetzt fliegen auf einmal lauter Sachen herum und jetzt sehen sie es erst und dann schießen sie es gleich runter, wissen aber noch nicht, was es ist. Naja. Man könnte wieder böse Die sagen. Kamera, pass auf, aber soll ich die Kamera neu starten? Ne? Wie weiß ich mal neu starten? Böse anti-amerikanisch, typisch Amerika. Da wird Ja, jetzt damit geschossen. Dank Dank Warte, ich werde mal die Kamera neu starten. Ja, passt. Ja. Pass auf, ich werde die umstellen. Achtung, du kannst du hast Okay. schon. Ah, Ist gut, noch- dann geht schon. Da ist der Luft. Warte, ich muss nur anstellen. Da, warte, Ja, stell einmal. Das ist so gut zum Anhalten. Ich werde mir die Kamera auch dann wieder aufdrehen. Ob das was bringt, werden wir erst Jawohl. sehen. Ja? Ich filme Klaus. Ja, warte, ich muss es tun. Kamerakind Patrick. Kamerakind Patrick. So, Jawohl. schau her. Jetzt gehen wir da her. Und wenn ich jetzt was sehen, dann natürlich beim Filmen Das was super. drehe ich an. Jetzt dreht das wieder auf. Steck an. Anstecken immer wichtig. Warum, weiß ich nicht. Aber da gibt es ja wahrscheinlich irgendwas mit Restspannungen zu tun oder so. Immer anstecken, alles. Dann wieder ausstecken, wenn man sieht, wohin. Zack. Einschalten. Zack. Und geht's da. Das Mikrofon wird ja gehen die ganze Zeit, hoffe ich. Ja, alles geht. Geht ja die Kamera auch, nicht wahr? So, jetzt kann ich umschalten und wir sind schon wieder da. Jawohl. Und wir sind schon wieder da, wo wir hinkehren. Und schauen wir, ob dieses Problem weiter. Na, okay, KW-Viertel, ne? Da sind wir wieder. Da Ja, sind das wir ist ja wieder. da nicht so einfach. Ja, natürlich. Ne? Da sind wir wieder Da überfordert. hinten was ausfährt, nicht? Aus dem Tisch. Nicht? Das ist So. Hab 500 Gramm Lindpralinen am Start, neidisch. Christopher Tau, das ist aber Wahnsinn. Die Lindkugeln, gell? Oder? Ah, sind auch nicht mehr so, wie es war. sind nicht mehr so, Habe wie ich es war. festgestellt, schon Das vor stimmt. ein paar Jahren schon. Ja. Die schmelzen nicht mehr so gut wie früher im Munde. Das ist, Naja, aber sie sind schon immer noch gut. ja, Immer aber noch sie gut sind und ungesund. härter. Ja, das ist, Stirnabbudern wegen der Reflexion, Belichtungssteuerung, ja. Das gehört alles dazu. ja, das haben wir immer so. Also. Hauptsache der Orbit ist voller Satelliten und dann schickt man einen Ballon. Ja, wirklich. Aber das denke ich mir. Das ist auch so, ja. Das denke ich mir. Also ich denke mir wirklich, dass das ein Verarsch ist. Was soll das sonst sein? Da fliegt jetzt irgendein Ballon. Okay, den Ballon. Vor allem- Das andere wissen wir nicht, was ein Ballon da, aber halt irgendein Flugobjekt, das halt langsam da so drüber fliegt. Und so, ja, das gefährdet, das schießen wir jetzt an. Wir wissen nicht, was war. Ich meine, Alter, das. Ich meine, was. Der Schuss kann nach hinten losgehen einmal. Aber das ist, Rudolf Bundschuh. Das schaut fast aus wie in meinem Basel. Rudolf Bundschuh, das ist aber unser Rudi. Oder ist ein anderer? das muss ein anderer Rudi sein. Rudolf Bundschuh. Die kennen noch nicht. Nein, ja? Rudolf Bundschuh ist der Corbesso. Schon, gell? Weil es hat in seinem Bastelzimmer, der Rodolfo Corbesso hat ein wunderbares Bastelzimmer. Ja, das ist sicher. Dort glaubt Inkognito, kann er so Hat er glaubt. Ja. In Zeppelin werden sie auch geschossen haben. Klar, die werden nicht gewusst haben, ja, schnell ist er auch nicht. Was weiß man, gell? Na, schießen wir nochmal an. Ja, auf jeden Fall eine Geschichte. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall eine Geschichte. Ja, 100%. Und in welche Richtung auch immer. Was es ist, weiß man natürlich nicht. Aber der Ohudler Dudler, der muss ins Programm.
Weil natürlich Der ist eben im Neuwirtbuch drinnen. ist im neuen Buch. Ich glaube schon, aber über 5 Seiten. glaub ich. Ja, Das ist- leider. Darum glaube ich, haben wir da noch nie an. Ja, das Buch ist sehr, sehr unpraktisch. Wirklich unpraktisch. Und Ja. den da, den habe ich da. Das hat der Karl besser gemacht. Oder habe ich den? Alles auf Ja, A-Seiten. Ja, nein, das ist sehr ungut. Das ist nicht Das wirklich. Buch ist nicht verwendet. Ist zum Arbeiten nicht brauchbar, einfach, muss man sagen. Nein, nicht ist leider. Aber es ist wurscht, das wiederholt sich ja alles. Es geht ja dann nur um einen Text eigentlich. Wo haben wir das da? Rauschiges, Flauschiges, Udler, Dudler. 120. Seite 120. Und das Rudolf Lied. Buntschuh schreibt kein Ignitico. Das bin ich mir nicht sicher. Kai Knitico? Das ist sicher anderer, der Rudolf Buntschuh. Rudolf Buntschuh, gib uns. Du sagst es Markus, sagt der Wien. Haut da ein und aus der Kamera, na was denn? Bildersetzer kommen von den Aliens, das kann sein. Ich habe gesagt, das UFO vom Fenster. Also pass auf, der Udler Dudler überstreckt sich ja original wirklich 5 5 Seiten. Seiten, ich weiß ja, das ist. Jedes Mal, wenn ich mir anschaue, habe ich dann wieder weggelegt. Das Ist in C-Dur. Wir könnten es aber probieren. Ich glaube, es ist, naja. Das grüne Linie ist dann in F. Ja, gut, ja. na klar, Fragt die Bertha an. Wir könnten es probieren. wenn ich die Akkorde hätte, die trauert immer. Ja, auswendig, es ist schwierig. Aber So es ist nicht so. totaler weißt du, Blindflug. Ist nicht naja, so aber ganz es ist, einfach. es ist eine CG-Geschichte. Das ist wirklich, da ist nicht viel. Spielt ja nicht viel. Nein, das, wir werden uns das Wie anschauen. fängt denn das in F verkehrt an oder fängt es direkt in Verkehrt fängt es an. Der Ja, man Refrain, sagt, ja, genau. grüner Veltliner Ja, ist nein. im Bertha. Wir probieren es Nein, einfach. ist nicht verkehrt, dann muss ich. Na, wieso? Wenn es im B anfängt, ist verkehrt. Ne? Nein, 10 müssen jetzt anfangen. Ach so meinst du? Ach so, da hast du recht. Da hast du recht. Erklärt sie mir nicht. Nein, es fängt nicht in F an, damit das reicht mir. Nein, mir nicht, aber das ist interessant. In was fängt es an? Nein, es ist in B eigentlich. Wie viele Vorzeichen Nein, es ist in B, nicht zwei. Nein, dann ist es in Es ist in B. Ist ja gar nicht in F. So, mit so Leuten muss man arbeiten. Ne? Ja, Keine aber- Noten, da liegt dann, frage ich essentiellste Dinge. Ja, Kann man aber, mir zumindest die richtige Tonart sagen? aber na, weil er da den F-Bass anschreibt, na, was ist eh klar. Was willst du Und das fängt verkehrt an oder fängt es im B an? in B. Okay, passt. Gut. Konkret, was du sagen willst, die erste Note, die Viertelnote, fängt mit einem B vermindert an. Brauchst aber nicht spielen, wenn wir es improvisieren. Das weiß ich nicht. Und das probieren wir jetzt. Der Beinhard wird ein reinfallen. Was soll's? Ich hab keinen Platz. Da hab ich keinen Platz. Jetzt ist der Tisch zu klein. Wenn ich jetzt auch noch auflegen würde, na sehr was heißt. Ne? Ich muss nicht immer umplanen. Auf das musst du halt Rücksicht nehmen. Ich habe 47 Jahre gewohnt in Margareten, aber Wien ist nicht mehr lustig. Das ist ein anderer, der Rudolf Das Buntschuh ist ist ein anderer. wirklich ein anderer Rudolf. Am besten die Grünen, nämlich Pistazien. Bravo, Brigitte Scheuer. Ja, die Pistazien sind gut, ja, stimmt, ja. Sie liegen da, oder? Die sind gut. Die habe ich auch gern. Ich habe nur ein Bier. Rudolf Buntschuh hat ein Bier. So, willst du reinschauen einmal? Hilft dir das was? Lass liegen, jetzt siehst du, so sieg ist nämlich. Ah, da schau. Ich kann Noten auch verkehrt lesen. Wieso auch verkehrt lesen kann. Klaus schaut in die Noten und ist verwirrt. Christoph Acker, das ist immer so. Passt. So, Premiere. Text und Musik von Roland Josef Leopold Neuwirth. Die Bearbeitung übrigens auch von Roland Josef Leopold Neuwirth. So, da muss ich mal Das ist umplanen fängt in gehen. F an, Die ne? muss ich ein bisschen weggeschirmt. Da. Nein, in C. Es ist in C fängt es an, Patrick. In C. Jetzt hast du gerade hergeschaut. In C fängt es an. In C-Dur. Da geht es irgendwann in D weiter, nämlich, genau. Da kommt irgendwo Was ja gar nicht genau, das bleibt Was, in nein, bleibt in C-Dur. C? Und es ist dann der Refrain ist in Bertha. Ganz einfach. Okay. Die Wir hören mit dem Übergabe- F auf quasi. Nein, aber die, ja, passt schon, ja. C7, wir machen ein C7, gehen auf ein F und gehen dann mit Bertha weiter. So irgendwie. Aber jetzt schauen wir mal, ob wir so weit kommen überhaupt. Wir probieren es. Gestern. Also, jetzt, entschuldige, jetzt, ich bin, passt schon, ja. Noch einmal, ja, das Ganze machen wir jetzt. Bitteschön.
dann trampt man ehrlich, ein Ufer groß und gefährlich, ist er mitten in der Zöller Gossengland. Steigt aus ein grünes Amandel und wackelt mit sein Handel und sagt erst Freunde, ihr da schon 2 Lichtjahre umeinander. In unserer Galaxis, die ungemütlich und lax ist, da wächst kein gutes Rebfall weit und breit. Mein Durst ist mehr als riesig, ich geb keine Ruhe, jetzt bis ich einer Wendel gefunden hab nach der trockenen Zeit. Da sag ich dir, da sieh ich ein, hab feine in die Untertassel, saus mir auf einer Wein. Grüne Veltliner, Gewürztraminer oder a alter Riesling, a kalter und hinten dran a Pinot Blanc, a Muscadotto, nee, den lass ma a nicht stehen. Ein nicht so süßer, ein Portugieser, ein Zweigelt und ein blauer Burgunder und zum Schluss ein Trieberstrahler, der muss einer her. Ein Achterl, sonst weiß ich leider keiner weiter mehr. Hol oder die Ritolio. Hola, hola, ein Dudel für ein Hodler, der Dudel nur das Leer. Hola, der Ritolio, die Ritolio. Hola, hola, ein Hodler, was will der Mensch noch mehr? Jawohl. Bist du stolz auf mich wieder, weißt du? Ja, na, sind wir alle, Patrick, sind wir alle. Ja. Sind wir Zum alle. ersten Mal mein Leben gespielt. Nein, alle. Also das werden wir uns anschauen müssen. Ja, Der Udler, jetzt wo die Aliens kommen, müssen wir natürlich das anschauen, ja. müssen wir natürlich dabei bleiben. Das ist einmal ganz klar. Südkurven Support 1948. Sehr leibend. Grüß dich Gott, ich glaube, ich sehe dich zum ersten Mal im Chat. Und gleich mit einer Achtel, sehr leibend. Jawohl. Prostbuben, sagt der Rudolf Bundschuh. Patrick schon. Jawohl. Ui, ist ja schön aus. Der Helmut ist am Start. Weltklasse. Schau, aber die Achtel von einer, es dürfte jetzt nicht so ganz daneben gewesen sein. Gut, Achtel, viel sind sie nicht. Die Zuschauerzahl ist schon gesunken. Nein, nicht einmal. Aber man muss probieren, man muss jetzt sowas probieren. Das ist ganz klar. Hingegen sollte man jetzt eigentlich zu dem Lied kommen, was wir uns das letzte Mal schon angeschaut haben. Ja, genau. Das haben wir seither noch nicht probt. Ja. Wir sind ja nicht Wir werden auch die nächste Wochezeit nicht proben. Nein, weil ich bin im ganzen Februar Ich bin bin ich nicht da. Ich bin ein bisschen auf Erholung quasi, ja. Bravo. Gebe ich zu. Ja, nein, ist, Nein, ja, ist so. ich ja auch eigentlich. Eigentlich ja. Also, wir machen es, nachdem wir nicht spielen, machen wir es uns gemütlich. Das tut mir ganz gut, muss ich ehrlich sagen, ja. Meisterhaft gesungen, sagt die Mege. Naja, dank der Schieber, Meisterhaft war es nicht. Meisterhaft war es glaube ich nicht. Wie heißt das Lied? Wo war denn das? Wo war denn das? 27? Ja, da. 27. Sicherheitshalber schlage ich mir es auf. Okay. Wurde sozusagen urgiert. Horst Gmeller, habe ein bisschen eine Geduld mit mir. Wurde urgiert, dass wir das unbedingt in unser Repertoire aufnehmen sollen, müssen. In Dora. Ja, ja, passt, ja, ja. Dora. Dudel, der Uhr, wie wir so sagen, gell? Ja. Ja, Schluckerl. Ja. Nein, ich tue das gern, weil Der kocht schon. ich trinke gern. Ja. Was soll ich sagen? Bist du bereit? Ui. War ja super, ne? Vergeht Ganz die Bladeln. ganz gut. Hab ein bisschen Geduld mit mir und sei nicht bes auf
jeder hat so seine Fehler. Ich bestimmt vielleicht auch du. Aber ein bisschen Geduld mit mir und sei nicht böse auf mich. Irgendwann werd ich mich ändern und der Grund dafür bist du. Wer hat mit zarter Hand mir manches abgewöhnt? Du. Oder manches harte Wort mit Zärtlichkeit versöhnt. Du. Werd mir jemals vergehen, wie eben nur du. Werd mir recht auf mein Leben haben, nicht du. Aber ein bisschen Geduld mit mir und sei nicht böse auf mich. Irgendwann werd ich mich ändern und der Grund dafür bist du. Jawohl! Wer hat mit zarter Hand mir manches abgewöhnt? Du. Oder manches harte Wort mit Zärtlichkeit versöhnt? Du. Werd mir jemals vergehen, wie rein nur du. Werd mir recht auf mein Leben haben, nicht du. Tausendmal du. Geduld mit mir und sei nicht böse auf mich. Irgendwann werd ich mich ändern und der Grund dafür bist du. Irgendwann werd ich mich ändern und der Grund dafür bist du. Klasse Nummer von Horst. Ja, no, absolut. Ja, super. Und ich meine, jetzt hast du schon zweimal gespielt. Wird ins Repertoire aufgenommen auch. Ne? Was? Jetzt schon, kommt schon. Inzwischen sah ich etwas aufblühen. Aglegastik, 5 Euro. 5 Euro von Aglegastik. Ui. Grazie mille, wenn wir das so Sehr zum italienisch Wohle. sagen, wenn wir italienisch reden. Aglegastik, ich danke schön. Schau, wunderbar, ich glaube, diese Mal sagt das auch. Schau, die Grisi hat die Achtleine. Das ist 227er Lied. Ja, wirklich. Ja. Du, aber Uhudler Franz Brandt, der mag nicht. Uhudler mag ich nicht, aber das Lied ist leibend. Das Lied ist leibend. Du Aber hast vielleicht noch keinen guten Uhudler erwischt. gut, weiß ich nicht. Na gut, aber kann man meinen oder Ja, nicht. Ne? sehr gut jetzt. Also, Aber ich trinke schon gern Uhudler. ja. Also so Direktträger habe ich schon gern. Muss ich echt sagen. Aber ja, ist ein Geschmack so wieder die. Liebe Grüße aus der niederländischen Landeshauptstadt nach Wien. Ihr seid ein paar coole Hunde. Rudolf Buntschuh. Grüße Retour. Grüße Retour. Das gefreut uns. Nicht wahr? Aus St. Pölten sozusagen. Aus St. Pölten live dabei. Das gefreut uns. Das gefreut uns. Und ich meine, muss man jetzt auch ehrlich sagen, was machen die Pavla Cheestingers, wenn ein neuer Chatterer in der Runde dabei ist, so wie in diesem Fall der Rudolf Buntschuh aus St. Pölten. Ja. Wir haben eine rote Achtel zur Begrüßung, oder? Das machen wir. Wir heißen Rudolf Buntschuh. Herzlich willkommen in unserer Runde der Pavla Cheestingers mit der rote Achtel. Und ein bisschen gleich mit, wo war er? Der Südkurven Support 1948. War das erste Mal dabei, glaube ich. Ja? Ja. So, die Brigitte Scheuer, dieses Lied handelt von der Liebe. Die Geduld brauchst du auch in der Liebe. Ja, das stimmt. das stimmt. Brigitte Scheuer, was du nicht sagst, es handelt von der Liebe. Ich hätte geglaubt, das ist ein Saufliedl.
Der Ja. ist schon wieder frech. Bravo, Brigitte. Was? Bravo, Brigitte. Was? So schön, sagt die Chris. Ja, nein, ist wirklich ein schönes Lied. Kann man Ja, super, wirklich super sagen. Nummer, ja. Kann man wirklich sagen. Super Tagesteil und der Harry Föhn, ne? Die Föhn. Ja, die kommen schon. Die kommen schon wieder. Mit Wir der werden Raffi schon. für da. Raffi Föhn, ne? Interessant. Ja, der wird die CD hoch. Hat er mal extra noch geschrien, nicht? Gestern auf die Nacht, nicht? Also, Rudolf von Südkurve wird begrüßt, jawohl. Ja, na, mir hat auch schon geschrieben, der Raffi, dass er wenn wir beim Selic zusammen mit dem lustigen Hermann gemeinsam, ja, sehen wir hat er uns. schon reserviert. Hat er schon reserviert, ist schon dabei. Und schau, Rudolf Buncho, danke für die liebe Begrüßung. Ja, das ist bei uns, das ist ja so. Das gehört Und ich sich meine, einfach so. ist ja nicht nur von uns, es sind ja die Paula Chastingers. Wir sind da live dabei. Wir sind da alle ein eingeschworenes Team, no, nein, 158 Paulatschen, da kann das schon Das sein. ist doch eine schöne Zeit bereits, ja. Kann man schon sagen. Das kann man schon sagen. Und die Kölner Südkurve, jetzt willkommen in unserer Mitte, die Grüße schaut. Na, ist das leibend. So gehört das, so gehört das. Siehst du, bei uns geht das. Bei uns geht das friedlich. Da gibt es kein böses Der Wort, ganzen Welt nicht, aber bei uns geht's. keine Streiterei, nicht? Das ist. Schau, der Raffi, ich bin schon da. Jawohl, Raffi. Jawohl. Der Rudi Korbes ist endlich dabei. Schönen guten Abend. Rudi Korbes. Wir haben schon Sehr geglaubt, du bist schon länger da, aber das war ein anderer Rudolf. Der Rudolf Bundschuh hat uns sozusagen unabsichtlich irregeleitet, dass wir geglaubt haben, das bist du. Aber jetzt sind beide Rudis da, sozusagen. Ja, einmalig. An die Liebe muss man glauben. Mehr Bier ist da. Franz Bratwein. Siehst du, das ist dieser Chat mit Mehrwert. Mit Mehrwert, ne? Schönen guten Abend. An die Liebe muss man glauben, mein Bier ist da. Jawohl. Bravo, Franz Bratwein. Franz ist ja Der Punkt geht an dich. großartig, Der Punkt eindeutig. Du, aber jetzt muss ich überlegen, ein Lied soll man schreiben. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich habe das im Chat nicht so ganz genau verfolgt, aber habe ich das richtig verstanden, dass wir ein Lied schreiben sollen mit den Namen der Chatter? Ich glitsche diese Bubbles. Pui. Ich glitsche diese Bubbles. Na ja, gut, ja. Aber das ja, na gut, aber das kann ich weil ich kann mir den Chat im Nachhinein anschauen, Ja. respektive auf Standbild gehen oder mal durchscrollen. Dann finde ich eigentlich fast alle. Da bohrt ich mir noch dazu einfallen und dann muss ich ein Lied draus machen. Na Alter, wie soll denn das gehen? Ich meine, okay, jetzt haben wir Brigitte Scheurer, Maggie Pemperton, Rudolf Bundschuh, aber dann wird schon Christoph Acker Trevelflock. Dann wird schon all my stuff. Geht, ne? Ich glitsche diese Bubbles, Lord Bauer, Straßenhans. Ulis Lohnig geht. Ulis Lohnig geht. Budön, ja, das ist das nächste Lied. Fritzl Stadtkuss. Fritzl Stadtkuss, ja, das ist ja nicht alles. Das ist schwer zu reiben. Na gut, nein, ich werd mir da. Ich verspreche euch aber nichts. Das ist bis zum nächsten Mal nicht, sag ich euch gleich. Sag ich euch gleich. Wie die Telefonbuchpolke, ja. Habe ich die Oder man macht so quer, oder man fängt an und geht alle 12 in Halbtonschritten alles da durch weiter. C, Cis, D, Dis, E, F, Is, G, Gis. Jeder Name einen anderen Akkord. Ja, es gibt ja mehr als 12 Aufsteigen, Namen. dann fängt man wieder von vorne an. Du willst mir es nur schwerer machen, Ich hab gell? schon Sonst Idee, sag ja, ich nichts, das ist gell? Leibwand. Aber. Das ist der Leibwand. Moderne Kunst ist das Patrick, dann. geh zum Frisier, bitte nicht. Moderne Kunst wird das. Das wird moderne Musik werden dann. Aber schau her, geht schon wieder weiter. Der Steirer Burgere ist da. Hallo Jungs, seid ihr am 2. März beim Taschler? Ich Taschler, 2. März? Ist das Wird der so 2. sein, März? ja. Schau ich gleich nach. Schau Wenn mal es der gleich. Donnerstag ist, ist der 2. März. Schau mal gleich nach. Muss der 2. sein, es kann nicht später sein, weil da sind wir nicht da. Da sind Aber wir nicht da, so ist es. 2. März, Taschler. Absolut richtig. Bitte unbedingt T-Shirt bestellen. Oder Platzl. Ich will in den Refrain. Munro Lrd. Ja, Munro. Jetzt musst du da musst du jetzt helfen, zum Beispiel. LRD. Ist es jetzt wirklich als ein Wort? Munro Lrd? Lrd? oder ist das Lord Munro? Oder ist das eine Abkürzung für irgendwas? Munro, da musst du uns jetzt helfen. Einfach alphabetisch, ja. Maggie. Maggie, du bist Ich da danke Hilfe. schön. Ich danke schön. Maggie, na nicht die nicht. Hey. Christoph Acker Vlog.
Wenn das kein Anspann ist, gell, richtige Arbeit. Pass auf, ich wäre vielleicht nochmal sicher jetzt über nein, ich wär sicher jetzt nochmal einblenden, wo ich immer einzahlen kann. Das ist ja für einen Monster auf. Am 6.3. wieder eine Fake-Bablatschen. Nein, Allmein Star, am 6.3. sind wir noch in Wien. Und am 7. fängt das an. Ja, am 6.3. sind wir noch in Wien, das heißt, die Bablatschen bleibt bestehen, ganz normal. Und erst am 7. fahren wir dann nach München. Und am Sonntag, am 12. fahren wir wieder heim. Das heißt, auch die nächste Bablatsche wieder gesichert. Ich gehe schon davon aus, dass es Sonntag ist. Es steht nicht drinnen noch im Vertrag wirklich. Es steht in der Zeit der Aufnahme. Aber Ja, am nächsten Tag. Aber wir können uns am Samstag in der Nacht nicht abschieden. Nein, werden sie nicht. Wir wissen auf jeden Fall schon, dass wir am Samstag und am Freitag und am Samstag am Abend dort die Aufnahmen haben. sind die Aufnahmen im Hofbräuhaus. Mit Publikum. Ich müsst dort eigentlich beim Hofbräuhaus selber wahrscheinlich oder Brettl Oder bei oktickets.de gibt es so das auch. irgendwas. Wir haben das. Wenn man beim Bayerischen das Rundfunk zusammenschreiben. nachschaut, also das, erfährt man das auch. Also das, Wir werden das einmal zusammenschreiben, nochmal, und wer in München ist zu der Zeit, kann, aber ich glaube, die Monika Neumeier hat das schon auf der Pavlacisti-Gruppe auf Facebook, Werbung dafür, wer noch nicht dabei ist, unbedingt dort anmelden. Die hat das dort schon gepostet, dass es eben 2 Abende gibt und wo man Tickets kriegt. wir spielen an beiden Abenden, ja. Also das Programm wird an 2 Abenden gespielt. Genau. Freitag und Samstag. Im Festsaal vom Hofbräuhaus. Wird gefilmt, wird mitgefilmt und genau. Macht der Bayerische Rundfunk, filmt das mit und ich glaube, dort passen noch 500 Leute oder 400 Leute oder 600, weiß ich nicht. Ja. War ein Haufen Leute. Das ist nicht viel kleiner als der Musikverein fast eigentlich. Ja, Das geht naja. auch nicht. Dem Also der goldene Saal. Ja. Aber jetzt spielen wir quasi im Festsaal vom Hofbräuhaus. Ist eigentlich eher leibende Adresse, oder? Leibende Adresse Ich mein, und es ist auch eine Ehre dort. Muss man schon sagen. Und auch mit den Bretelspitzen zu spielen, ist eine Ehre. Das ja sowieso. Muss ich sagen. Also, Das ja sowieso, schon- aber dass ja. man da im Hofbräuhaus in München im Festsaal spielt, ich meine, auch wenn es nur 3 Lieder sind, aber es sind 3, ne? 3, ja. 3. Dabei. Was weiß man? Was wären es nur 2 oder wären es 4? Nicht? Man wird während den Probenarbeiten, nachdem wir beide sozusagen nicht am Mund gefallen sind und ein bisschen lustige Leute da sind, vielleicht schmeißt das Programm um, weißt Das weiß man, was haben wir schon du? alles Ich habe alles angeschrieben und hingeschrieben, geschickt alles. Und haben wir alles schon gehabt. Du, was spielst du mal im Cinema Paradiso? Das wird in St. Pölten sein. Nein, da haben wir noch nicht gespielt. Nein, müssten wir nicht. Also St. Pölten haben wir noch gar nichts diesbezüglich. Also Rudolf Buncho, falls du jemanden weißt, kennst oder sonst was, sind wir froh über jede Vermittlung sozusagen. In München ist Paula Schisteli, das versteht dann keiner. Ja. Agglegasig, ja genau. Itzi Bini Paula Schisti Strandbikini in der Brava. Das ist nicht der Taschner, sondern Taschlehrer. Das ist doch das super Lied von Patrick. Ja, unter anderem und auch eins von mir. Können wir dann auch gleich spielen. Ja. Aber der Munro, LRT, keine Ahnung. Wahrscheinlich waren alle Varianten bei der Anmeldung bei YouTube schon vergeben. Na, Weltklasse. Das ist wirklich eine Hilfe. Großartig. Steirerburg, danke, wir kommen gerne. Natürlich Taschler. Bin als Steirer mit den heurigen Namen noch nicht so vertraut. Na, macht gar nichts. Ich sage viel. Steirerburg, ich sage viel. Wiener. Unbedingt Auch bitte Taschler. reservieren, aber dort beim Taschler. Bernd, Dann ist- was ist jetzt in München Sensationen? Ja. Vom was haben wir jetzt gesagt? Vom 7. bis zum 12. Bis zum 11. 12.. Ja, also am 12. fahren wir heim. wieder heim, ja. Genau, das haben wir in München, weil da sind die Aufnahmen für die Bretelspitzen vom Bayerischen Rundfunk eben im Hofpreis und da sind wir draußen und da haben wir eben diverse Proben oder was weiß ich was, das wird ja nicht den ganzen Tag dauern. Durchgänge und Besprechungen und Einstellungen und Kameraeinstellungen und Mikrofonierungen und dann noch einmal ein Aufgang dort oder vielleicht doch von links und Ja, von aber auf jeden Fall, das Das ist wird ja mit Drehbuch. Ja, aber es Natürlich, wird keine Ewigkeiten dauern. Also nicht, es werden keine 12-Stunden-Tage sein. Das heißt, Glaub ich auch. ich hoffe, ich würde mich freuen, wenn wir uns Das da ist die irgendwie... Gage. Was für Gage? Ja. Wo ist der Taschler? Fragt der Rudolf Bunschel, der ist in Kallenberger Dorf. Du findest bei uns auf der Homepage 16erburm.at, habe ich das da wo? Habe ich das da wo? Nein, das habe ich da nie, also das ist eh klar. Aber ist ja wurscht, da habe ich die E-Mail-Adresse, aber statt ein E-Mail www.16erburm.at, da findest du natürlich auch unsere Auftrittstermine und dergleichen. Ja, Genau, tut ja, genau.
Wo sind wir denn? Wo bin ich? Walter ist ja wieder Zimmer, freue mich schon. Walter ist ja wieder Zimmer, freue mich schon, der Bier trinken. Raffi, meinst du jetzt da in München oder wenn du in Stadtlau bist, wenn wir spielen mit lustigen Hermann? München kommst du auch? Die Maggie, glaube ich, hat sich so ein bisschen etabliert als die Managerin für den Münchner Aufenthalt der Buben. Hat es zwar nicht gesagt, wir haben es auch nicht gefragt, aber nur das wisst ihr. Über da stehen jetzt 2 Lieder, genau, die werden wir jetzt dann gleich anreißen. Für den Fall, dass das Publikum im Hofbräuhaus mit rote Achtung wirft, solltet ihr euch ein Maschendrahtschild mitnehmen. Jawohl. Alter Burm, was ist das Hofbräuhaus? Ihr wollt schon beim Präsidenten, ja stimmt. Stimmt. Da bin ich aber lieber im Hofbräuhaus. So, ich bin wieder auf. Magaziniert mit 2 Kisten, Brauer Franz Brandwein. Brand, passt. Und mir der Herrgott fragt, ne? Gib mir. Ja, Franz, ein Schuss von der Mama, die Susanne Faber, ja, müssen wir noch machen. Auf Freya am Donnerstag, bravo Susanne. Wir leibern. Ja. Allmeist darf man so das Schöne, dass mit Kohlenberg in der Nacht auf und dann über Wien schauen. Das so Bier gehabt, als Runterkriegen natürlich ein Wilhelminer. Wilhelminerberg, ja. Wir sind auch immer früher, also dann, wenn man so ein bisschen elegisch war, da ist man aufgefahren. Wilhelminerberg Schloss und dann hat man einen Ausblick gehabt über Wien. Und das war immer so der mystische Blick. Das war schön. Das war schön. Vielleicht So. schaffen wir es ja einmal auf ein Stötzen. Das war leibend. Also, mittlerweile sind wir nicht mehr elegisch und gehen so auf, schauen auf ihn, sondern wir gehen zum Leitner. Und dann unser Stützen rein und sagen, ja, schön, Mahlzeit. Der Grin vorne rein, ui. Und so, ja. Der Rösler, herrlich. Pass auf, wir werden. Die Flaschen wird nicht leicht. Ah, das sind Das ist die schwere Flaschen. Die falsche, ich bin auch schon nicht gefahren. Raffi meint, dass ich 23. April. Ja, da freuen wir uns sehr. Raffi wird leibend. Mit was fangen wir an? Mit dem Taschler. Ja. Deinem Taschler. Mit meinem oder deinem? Mit deinem fangen wir an, ja. Meiner. 10. Genau.
Da haben wir bald der dritte Teil nicht eingefangen. Ja, das ist gleich Was wieder sagst eingeschossen. du? Gleich Was wieder sagst eingeschossen. Na, mein Lieber. Mir gefällt das sehr gut. Also einer meiner Favoriten. Wird auch von anderen nachgespielt sehr gerne. Das gefällt Wirklich mir wahr? auch. Wirklich wahr? Da schon ja. Gibt es Notenleicht davon? Hast du Noten Selbstverständlich. geschrieben? Wirklich wahr? Ah, ja, ich habe welche daheim, die wir nicht lesen können. Das weiß ich, ja, das stimmt. Ja. Genau, habe ich ja daheim. Also da wo. Die Noten, ja, stimmt. Ja. Nein, mir gefällt das sehr gut. Beim Taschler. Das ehrt mich sehr, na wirklich. Ja, nein, ist ja schön, wirklich. Freut mich, wirklich. Freut mich ehrlich. Und auch den Pablo Giste, weil die Achtung ja, von die einer. Achtung von einer. Schau, Markus Bessonik, die Nummer mag ich. Ja, das ist der Marsch. Hachleiwand. Ich glitsche diese, Pablos. Sagt die Grisi, weil ich die Frage, welches du genau meinst, habe nur die Fragezeichen vergessen. Und jetzt bekommen wir alle zwei, also ist wurscht. Also da geht es um die Taschen, alles Leiwand. Alles klar. Schau, Uli Slonik gefällt es auch, ich auch sehr. Sagt er, echt Leiwand, Markus Bestonik, schaut die Achteln in der Weltklasse. Der Christoph Ackerl. Am Galiziberg ist der Klaus am Baum aufgekraxelt und hat das Gespuse unter sich verarscht. Ist natürlich eh klar. So, na gut, dann müssen wir jetzt weitergehen. Es wird eine Wienerwaldeiche gewesen sein. Eine mächtige. Der Apfelbaum war es keiner. Ein Hohler. Ein Hohler Nussbaum. Ein hohler Nusper. Ja, na gut, und jetzt das zweite Bitte, Taschenlied bitte quasi. Ja, bitte um Ernst. Ernst? Ist er noch da? Ernst? Na. Was, das ist wie Ostern und Weihnachten zusammen. Ich glitsche diese Paulus. Naja, auf der Leihwand. Das gefällt mir. Jetzt da, ich muss niesen oder nicht, das war's nicht. Schau ihn zu. Ja. Nutzt nichts. Ja. Also das Taschenlied Nummer 2, Eigentlich heißt es ja anders. eigentlich heißt es ganz anders, nämlich Klein in der Kirche. Gemeint ist die Kirche im Köln-Berger Dorf, weil Klein in der Kirche vom Köln-Berger Dorf Ist der Tasch. ist der Taschler. Ja. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfli mit kleinen Häusern darin. Und gleich bei der Kirche ums Eck, da liegt die Buschenschank Taschler versteckt. Klein in der Kirche vom Köln-Berger Dorf, da liegt der Heringer ganz still und klar. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu und nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Viel Frohsinn, Hammer und viel Glückling drin. In der Buschenschank Taschler am Rande von Wien. Weißt du so? Gib's uns noch einen Aufschlag, jawohl!
ehrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen tut da die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit, Gemütlichkeit und ich find dort Gemütlichkeit. Gelungen, muss ich das sagen. Gelungen, mal gleich einen Schluck. Gratuliere dir. Gratuliere. Danke schön, Mach danke einen schön. Schluck. Jawohl. Was haben wir da? Ich glaube, die Zehnermarie ist, glaube ich, der Kirche. Ja, der! Ja, der. Aber Ja. nicht im Kohlenberger-Dorf. Was aber da bei allen anderen Babalatschis, die steht Bier und Wein am Tisch, bei mir der Majoran-Tee mit Honig gegen den Husten. In meiner Kindheit der Heinz Konrads empfohlen. Majoran-Tee trinke ich gerne. Schmeckt mir auch so ganz gut. Ja. Ja, Ich würde gern die ganzen Kräuter. ich hab gerne- Infusion. Ja, ich hab gerne Majoran-Fleisch. Hab ich gern zum Beispiel. Das ist auch gut, ja. Ist auch gut. Hat noch nicht gegen Husten geholfen, schmeckt. aber Kann einmal besser. ein Zwiebelfleisch auch sein. Das ist also, das Fleisch ist halt. Ja, das war schon Geschichte. Was haben wir da? Ja, weder Bier noch Wein auf dem Tisch, nur eine Pietschen-Tee, Chrissy, 12, 20 Euro mit Tee heute. Rudi Korbis, Klaus, die Noten habe ich noch immer nicht, eine super Nummer. Rudi Korbis, danke dir für die super Nummer. Und, ja, ich sag's dir ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das Monat und Zeit, werden wir schauen. Du kriegst das versprochen, aber es dauert noch ein wenig. Ich hab's ja nicht, weil, also wenn ich es jetzt irgendwo hätte, kriegst du es gemeldet, aber ich muss jetzt erst niederschreiben. Das ist mein Problem. Das ist mein Problem. Ein Beach ist gut, sagt der Rudolf Bonschuh, ja. Aber Rudi Korbis, kriegst. Im Begriff von dem, was am Wienerlied so liebe, vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Markus Pestronik, jawohl. Steht auch Hefer Schöne und Nummer, der ja. Gastig. Der Otterkrieg. Wobei eins muss ich ja, ein bisschen was darf ich schon verraten, glaube ich. Was willst du denn verraten? Wir werden wieder nach Otterkring auch. Ja, das kannst du sagen, das ist Hoffen. wichtige Nachricht. Ich meine, Ja. die Kathi hat mich zwar noch nicht zurückgerufen, nachdem wir gesprochen haben, die Kathi Stippert, aber wir werden ab Herbst beim heurigen Stippert in Otterkring einmal im Monat residieren. Von Oktober bis Vom April, Oktober glaube ich, bis das, ne? April, ja. Mhm. Auf das freuen wir uns natürlich schon sehr. Hinten im geschlossenen Saal, im Stüberl quasi, Jawohl. Wird natürlich, quasi im 16er Burm Stüberl sozusagen, wird natürlich wird natürlich publik gemacht auf alle, die wissen, gemacht, kann man jawohl. den Termin genau wissen. das entspricht quasi jetzt der Zehnermarie, weil der Zehnermarie mal gespielt von Oktober bis Und es April. wird ein Mittwoch sein im Monat, wahrscheinlich der zweite Mittwoch im Monat. Ja, also Also schon mal ein wieder, bisschen so im Hinterkopf an, wen es interessiert und wieder ein Otterkring uns hören ja, will. unbedingt. Na, und wir werden das natürlich selbstverständlich ordentlichst, werden wir das werden. kommunizieren und Natürlich. natürlich bitten euch auch um die Weitergabe dieser Informationen, dass wir dort gleich in Otterkring gleich wieder viel starten. Das war leibend. So, schau der Marco Cinelli. Bravo, danke Klaus, dass du beim Taschler für mich mittrunken hast. Wie gern gemacht, Marco Cinelli. Ja, der hat ja für zwei mittrinken müssen. Ne? Naja, der Marco Für Cinelli mich war auch. mit dem Motorradl da. Und ich hab die heimgeführt. Nicht? Und naja, klar, für die trinke ich automatisch mit. Selbst wenn du es nicht fährst. Für die trinke ich immer gleich mit, also automatisch. Und, Außerdem war ich noch ein bisschen auf Drogen auch. naja, das schönste was der gehört auch, gell? Gehört auch. Aber natürlich, der Marco Schnell, habe ich gesagt, na, was mit dem Motorrad da bist, da muss ich natürlich fair mittrinken. Und habe ich natürlich gern gemacht. Habe auch lang das noch gespielt. So. So schau her. Schau, ich lied schon diese Weltklasse-Lied, Klausi. Danke dafür vielmals. Das gefällt mir. Ich check das mit dem Cinema Paradiese, Rudolf. Jawohl. Das war leibend. Das war leibend. Das Verkehrs ist besser fürs Weintrinken. Florian Lukas unbedingt. Ja, da musst du aufstehen, eine Partie. Also, das haben wir ab Oktober, wenn wir dann Oktober bis April oder Mai, aber ich glaube April haben wir gesagt. Also die kühle Jahreszeit quasi sind wir dann beim Stiepert. Stiepert passt für uns ja perfekt, weil vis-à-vis Haben ist wir- jetzt ein Privathaus, aber das war damals eben. Haben wir angefangen, ja.
Noch dazu verstehen wir uns mit der Familie Stippert auch so ganz gut. Und das ist uns eigentlich beiden wichtig, wenn wir wo auftreten. Absolut. Gerade bei Heirigen nämlich. Das ist beim Taschler so, das ist beim Lentner so, das ist beim Höfler Michi so, das ist im Dornröschenkeller so, Ja. das ist beim Stippert so, das ist beim Seelitsch Genau. so. Also Genau, ja. das ist, Nein, man muss mich das- wohlfühlen bei mir. das- Also einfach nur, weil du ah. spielen kann. Nein, ich möchte da Hetz haben, ich möchte es gemütlich haben. Weil nur dann sind wir gut, ja, für unsere Begriffe, und dann sind wir auch für die Leute gut. nicht gut. Das ist ja. wichtig. Ja. Das ist wichtig. Und Stippert absoluter Familienbetrieb, super Geschichte. Also, es ist Absolut. Franz Bartel, Zehner Maria wohl. Also wie gesagt, was der. Nicht Zehner Marie Franz, aber der Stippert. Also das sind 50 Meter, wann überhaupt, wann überhaupt, ja. über die Gleise. Über die Gleise, über die Schreemsen, über die Gleise. Schaulis Loneck, Stippert ist super. Kinder. Ich habe dort eine der besten Enten gegessen in meinem Leben. Ja, die war gut. Du, aber eigentlich in der Nähe von der St. Leitenkirchen, das ist relativ. Ja und nein. Also es ist bei der St. Leitengassen, ja. Aber schon Maroltinger. Es ist gerade dort, wo die Maroltinger Gassen Ja. aufhören, die St. Leitengassen anfangen. Ja, es- In der Otterkringer Straße. Ottergren, also dort, wo die Ottergren- Ottergrenkirchen ist, dort ist es eigentlich. Da steht auswärts am Genau. Leiter. Genau bei der alten Otterkringer Kirche eigentlich, ja. Back to the Roots quasi, ja, sozusagen Back to the Roots, Brigitte. Ja. Die Brokkoli ist urgiert worden. Oh, wie geht denn der überhaupt? Ich weiß Das habe ich nicht, wieder das- vergessen hast. Was Den haben wir ist so das? lange jetzt nicht gespielt. Ja, aber ich bin gedanklich noch beim Majoranfleisch. Das war Wahnsinn. Jetzt habe ich echt einen Gusto auf Ja, Majoranfleisch. ich war auch. Ja, die werden wir morgen eine Reihe aussehen. Ich glaube, ich werde mir morgen ans Kochen. Du, mach da morgen Brokkoli. Mit dazu, Meerreinfleisch. Ja, da gehört keine Brokkoli Nudeln dazu. Brokkoli dazu, super. Ja, Nudeln dazu. Was willst du Brokkoli? Was willst du Brokkoli? Ich hab's gern. Da nicht so Beim reden. Majoranfleisch? Super dazu. Da gehört keine Brokkoli rein. Dann Kaffee auch dazu. Da Brokkoli. Blödsinn, Majoranfleisch, da isst man Nudeln dazu aus. Ja, und ein bisschen Ja, Gemüse. da nichts ein dazu. bisschen Gemüse. Sicher. Ja, Oder ein Salat, nicht? Oder was? ein Salat, ein Jetzt Salat im lasse ich Winter, durch. Jetzt wächst ja der wunderbare Salat im Winter. Nein, Salat Der lasse ich Wintersalat, durch. ne? Salat lasse ich, aber da keine Brokkoli zum Meeren, ein Gemüse zum Meer. Vielleicht, ja, vielleicht auch ein bisschen ein Gemischgemüse. Na, so schöne Brokkoli-Röschen, schön knackig, Blödsinn. mit Butter drauf. Nein, dazu- tun sie sich jetzt Nein, nicht dazu- schlecht, also, aber beim Meer, warum Nein, ist das dazu- Meerenfleisch zusammenhauen? Wieder nicht zusammengehauen. Ja, sicher. Der Salat, das ist extra, ja, kann man essen. Aber kann man nicht jetzt habe ich das gute Essen, das Meerenfleisch, ist eh schon Meeren drin. Wie viel Gemüse willst du noch haben? Zwiebel ist auch noch So, drin. eben, das ist ja fast vegan, vegetarisch. Aber jetzt hast du das Meerenfleisch, dann hast du die guten Nudeln und dann hast du auf einen quasi separiert, hast du einen Salat. So, eh. Da kannst du nicht nur Gemüse aufhauen. Ja, Und oben das na, vielleicht hast du das nächste Mal beim Reisfleisch vielleicht auch noch Karotteln rein oder was. Schaut nicht drin, aber es ist immer eine ganze Paprika drinnen und 3 ganze Paradeiser drinnen. Die kehren ja. Die kochen sie, die sind ja wie. Ja, Brokkoli ist ein Wahnsinn. Auf besonderen Wunsch. Ich brauch keine Brokkoli, weil ich steh nicht sehr auf die. Bleibst daheim mit den Exoten, ich will ein Kümmelbrot. Geschmackig, fettig, knusprig und hoffentlich nicht zu gesund. Dann hab ich auch keine Aversion gegen eine zweite Portion. Einst hat mir meine Mutter gesagt, wenn die der Hunger plagt, tu nicht naschen, iss was Gescheites, schau, Gemüse hat seinen Reiz. Vitamine sind gesund so ist er ja. und du wirst nicht kugelrund. Ich war früher reif in mein Leben und hab ihre Antwort gegeben. Ich brauch keine Brokkoli, weil ich steh nicht sehr auf die. Bleibst daheim mit den Exoten, ich will ein Kümmelbrot.
schmackig, fettig, knusprig und hoffentlich nicht zu gesund. Dann hab ich ja keine Aversion gegen eine zweite Portion. Jetzt spielst du aber Solo als Strophe. Auf geht's, ja. Ich brauch keine Brokkoli, weil ich steh nicht sehr auf die Plätze daheim mit den Exoten. Ich will ein Kümmelbraten. Schon länger nicht gespielt, ne? Also, hat man gehört. Das ist ein Problem, wir haben zu wenig Auftritte. Naja, was der. Nockerl sind auch gut. Brigitte Scherer. Nockerl ist Nockerl auch und der richtig, grüne Salat, ja. Aber keine Brokkoli, das ist ein Scheiß, der gerne, gell? Nicht eine. Eine Reim vielleicht noch, nicht? Also der Markus, wieso sagt, da ist eh so viel Meier drin. Was will jetzt noch Gemüse sein? Ja, das meine ich ja. Bitte die Nockerl nur das Dinkelvollkornmehl. Nicht? Ja, heute Goschen. Entschuldigung, dass ich da jetzt so ausfällig bin, aber da geht es ja ums Prinzip. Da geht es ja um Basics. Und ohne Ei. Wasserspatzen. Alter. Ja, wobei, Wasserspatzen geht auch. Wasserspatzen ist schon gut auch. Aber ein bisschen Eiweiß. Ja, ist besser mit, aber es geht. Also so reine Ding ist gegangen. Ne? Was sagt der Ackerl? Mein Lieblingsgemüse sind ganz klar Erdäpfel. Sogar als Salat beim Läusel. Ja, Das stimmt. Rudolf Bonsche ist auch für ein Kümmelbraten schmackhaft. Das ist richtig. Ein Palatschisnerie-Kochbuch nach Himmelswillen. Zu jedem Lied ein Rezept. Na, heute habt ihr Ideen gegeben. Heute habt ihr Ideen. Ui, das ist gut, Jessica, ja. Naja. So, wir haben uns bemüht. Erdäpfelsalat mit viel roten Zwiebeln, absolut. Kochbuch, gute Idee, die mitmachen, Ulis Laune. Bitte! Meier an Fleisch ohne Ei. Bei euch, nein, mit euch mache ich was mit. Warte, ich nehme mal einen Schluck Wasser. Schau, das ist alles, was ich Wasser tue. Du bist das dritte Glas. Ja, klar, und du kannst mir das meiste Glas Wasser. So, nein, wir haben jetzt da. Und warum gibt es auch nur Vollkornnudeln zum Meieranfleisch? Patrick, es ist irgendwas. Das müssen wir besprechen einmal. Offline. Diese braunen, was so. Furchtbar. So Ja, was so nach Gemüse schmecken. Nein, die schmecken also nach Nein, die Gemüse. schmecken so nach Müsli. Ja, meine seid gleiche Dreck. Ja, furchtbar ist das. Furchtbar. Und das haut mir das Essen richtig zusammen. Das ist richtig so, dass du sagst, danke, jetzt habt ihr mir ein wunderbares Essen zusammen gehabt, nur wegen dieser Scheißnudeln. Die sind nicht schlecht, die musst du probieren, die sind nicht schlecht. Du merkst keinen Unterschied, so ein Blödsinn. Ja, merkst keinen Unterschied, wenn du von Haus aus vom Fressen keinen hast, dann merkst du keinen Unterschied. Wenn du ein lokulisches Gemüt hast, wie ich, dann ist es schmerzhaft. Vollkornnudeln. Schmerzhaft. Ja, schmecken wie Müsli. Furchtbar, ganz schlimm. Und das Mehl, wenn es aus Mehl ist, ich meine, wir jammern auf hohem Niveau, Stimmt, natürlich. ja. Kann man froh sein, wenn wir was zum Essen haben, nicht? Natürlich, keine Frage, aber solange wir uns sozusagen auf dieser Ebene bewegen können dürfen, nicht? Kann man das schon sagen. Na, wir Also haben geschmacklich. ja vor einem Jahr so eine Zeit lang glutenfrei miternährt mit meiner Frau. Ja. So 3 Wochen lang. Ja. Dann bin ich zur Blutabnahme gegangen beim James. Wir waren mit Zucker gehabt. Ja, klar. Dann habe ich ausgelesen, woraus diese ganzen glutenfreien Sachen sind. Ja, Meistens Maismehl oder Reismehl. Das ist eine glykämische Idee. Na, kein Wunder. Das weggelassen, 3 Wochen später war der Blutzucker wieder normal. Ja, das ist ja so wie diese veganen Ersatzprodukte, sage ich jetzt einmal. Die sind alle reine Chemie, das ist viel schlimmer als alles andere. Ja.
wenn einer vegan ist, also ein Gemüse Kann essen, man, da kann man, Obst kann man. aus und halt, Geht ja und aus. halt dann und Getreide. Getreide und das. Gibt's ja genug. Kannst du ne? ja, aber diese Ersatzprodukte, ich glaube nicht, dass das gesund ist. Nein, Glaube ich ich nicht. glaube auch nicht. Aber wenn einer will, erst mir ist wurscht, solange es ich nicht am Teller kommt. Ne? Sagen wir es so. So, kulinarisches Update vom Ulrich. Am Wochenende erstmalig Levanzen gemacht. Leider das Zeug sucht, Vater hat gesagt. Ja, ich bin nicht so ein Levanzen-Fan, aber natürlich. Wir sind Palatschinken lieber, muss man, wenn Ja, ich ja. ehrlich bin, ja. Aber es ist natürlich Aber so ist was Gutes, ja. die tschechisch-wienerische Küche hat Ja. welche Levanzen drin, ist ganz klar. Na klar. Das ist eine arge Botzerei, fragt schon die Chris. Jetzt geht es wirklich schon ums Kochen, das ist ja Wahnsinn. Ist ja Kochsendung. Ja, schau, die Susanne Faber. Ist ja charmant, aber. Ja, aber die ich find's Susanne charmant. Faber hat heute eine selbstgemachte Kürbiscremesuppen gemacht. Das Ne? ist auch gut, das Ja, war das, ist ein Klassiker, das ist ein Gemüse, wie es vertrag, als Suppen. Warum? Weil dann weiß man, ich krieg nachher nur eine Fleischspeise. Ach so. Ja, na schon, wenn ich jetzt als Suppen Das kann der Kaiserschmarrn dann nachher auch kommen. kann auch kommen. ein So, Grießauflauf, dann habe ich ein nachher ein Topflauf. Brallfettenbrot, Ein ist ja wurscht. das geht Scheiterhaufen. auch. Ist auch was gut. Und, Moment, ich muss jetzt aber ehrlich sagen, Topfenschmarrn. ja, ich bin ja da in der Klause, dann bekocht mich, also da bekocht mich mein Munkelein auch oft, nicht? Aber in der Klause jetzt da besonders eine gehabt, muss ich sagen. Und so Kleinigkeiten, dann sagt sie mir, da ist nichts Besonderes, ist nichts Besonderes. Und das ist schon, also manchmal macht es was, wo es nicht ganz so 100% Fleisch ist, also wo kein Fleisch drin ist, sagen wir es so, manchmal. Und das war gut. Eiernockel zum Beispiel. Ja, das auch, nein, aber dann macht sowas mit Gemüse. Nur weißt du, wir haben dann schon was, also vegan ist da gar nichts, ne? Da ist dann schon mal die ordentliche Fettmasse drinnen, das was für einen Geschmack hast. Ne? Das ist auch noch vegan. Gewürzt sowieso, nein, vegetarisch, nicht Butter. Ne? Also auf Fett, Ja, kann wir haben ein auch- Olivenöl sein. Ja, das bei Oliven, wir haben ja kann ein Butterschlag, Walnussöl aber sein, kann da ein kann man so Sesamöl sagen, sein. das ist auch drin vielleicht. Traubenkernöl, Ja, ja. nicht? Und so. Aber dann kommt jetzt schon nicht zum Eier und Butter und Schlagobers, das ist schon so eine Grundlage, dass noch was schmeckt dann. Ne? Und das ist halt, ja, also da muss schon manchmal, also es muss nicht immer Fleisch sein, aber mir ist halt am liebsten. Nicht? Wenn ich, aber so ein gutes Kürbissupperl und dann nachher, Und so Schwarzbrot, Brekel in Schmalz angereist. na, genau, Das nicht, zum Beispiel. Ja. Na gut, das Frischer ist, Koriander drauf noch. Ja, haben wir heute gekauft, Zum haben wir heute Beispiel. gekauft, Koriander haben wir heute gekauft. Was Fantastisches. Ne? Jawohl. Unterschied schmeckt, warum man das anders macht. Was? Wenn man keinen Unterschied schmeckt, warum denn was anders machen? Christoph Acker. Zu was ein Unterschied? Weißes Brot, Marmelade ist für Vater viel zu schade. Vollkornbrot und gute Butter hilft dem Vater auf die Mutter. Jawohl. Ja, Das ist- kommen jetzt die Weisheiten schon, mein Lieber. Vollkornnudeln habe ich nicht. Einmal der Teig war in Krise 20 gegessen. Franz Brandt ich auch nicht. Nein. Frage meines Ex-Mannes, Gulasch mit Vollkornnockerln. Waren die Nockerln in Afrika auf Urlaub? Jawohl. Größte Leber, Eibring, Köch, arge Gastig, da fahren wir rein. Ja, aber da merkst du die Tirolerin natürlich. Vollkornnudeln sind eher nicht meins. Hörnchen sind gut ins Gulasch. Ja. Gulasch habe ich am liebsten mit Nockerl, wenn ich ehrlich bin. Ich wäre blatt, müsste dann das letzte Als Lied im letztes Mal, ja. Barbacisterie-Kochbuch sein. Koriander ist ein absoluter Loose-Killer. Ja, Freund Lukas, da gibt es wirklich Leute, die mögen das gar nicht. Ich liebe ihn, ja. Ja, ja. Sowohl getrocknet als den Samen Koriander, als auch den frischen grünen, ja. Ja. In beiden Varianten, ja. Das Gleichgewicht. Also wir sind jetzt noch, wir haben viel Lieder im Koriander geht mir gar nicht. Schmeckt für mich wie Spülmittel. Ja, muss Ja, ich es da hat, gibt's viel. hat einen seifigen, gestimmt, ja. Ja, aber das Seifigen Geschmack. wobei, ich meine, Ja. ich brauche jetzt nicht überall Koriander. Nein, Ne? Das nein. muss ich schon sagen. Ich mag aber auch nicht überall einen Majoran. Nicht? Das stimmt, das stimmt. Ja, ja. Aber so grundsätzlich ein frischer Koriander, ich habe das schon gern. Aber ich verstehe, dass das nicht jeder will. Ah, der hat eh noch. Die tschechische Küche, sie ist schmackhaft und lebt sie auf die Rippen. Jawohl, noch ganz so. Ja, pass auf, wir sind jetzt viel Augsburger mit Erdäpfelschmarrn und viel grünen Salat. Das ist auch was Gutes. Ist auch was Gutes, ja. Ah Gott, nein, jetzt aber hört's auf jetzt mit dem depperten Thema Essen. Das Krautfleisch muss ich auch kochen. Ja. Ich mache das Krautfleisch aus dem Bauchfleisch. Ne? Das ich habe nämlich ein Bauchfleisch eingefroren. Sicherheitshalber 2 Kilo, also das wird eine Portion, das wird der große Topf Krautfleisch werden. Ja, das passt eh gerade. Ich verfeinere das immer, mache das auf bämische Art, da kommen ein paar Dörrzwitschgen rein.
das spielt jetzt wieder. Wird man wieder raffiniert, gell? Nein, das ist nicht raffiniert, das ist bämisch. Bemischt, ja, Zwetschgen. Kann man die auch Zwetschgen rein, ja? Boah, super. Nimmt Nein, ist sicher nicht schlecht. nimmt Ist ein bisschen die Säure vom Sauerkraut. Ja, ja, nein, ist sicher nicht schlecht. Gut. Aber am Bresel steht's. Jawohl, Hackelkaste. Der Bresel steht, ja. Sägetine ist gut. Aber zum Beispiel bei den Zahnras, ne? Bin ich da eingeladen worden. Was hat es denn gegeben überhaupt? Ein Barfleisch. Klassisch. Barfleisch. Ein Barfleisch mit einem Erdäpfel schmoren. Na, war das auch drauf. Weltklasse. Und War was Weltklasse. dazu? An Habe ich gerade gesagt, Gemüse? ein Erdäpfel schmoren. Sind Erdäpfel, sind ein Gemüse? na, ja, das Ja, Wurzelwerk und ja, so, ne? sicher nicht vom Ja, Hafen, ja. Aber da war eh nicht so viel, so, dass du sagst jetzt so. Das ist ja logisch. Koche ich mir extra noch einen zweiten Bund. Nicht mit dem. Ein Semmelgrä ist auch gut dazu. Ist auch gut. Nein, er hat gemacht einen Apfelgrä. Wir brauchen am wenigsten so Siesel. No, ich will jetzt noch irgendwas dazugeben haben, aber ich glaube, Schnittlauchsauce vielleicht. Das ist Schnittlauchsauce, auch ein Klassiker. ja, genau, Ne? Schnittlauchsauce. Schnittlauchsauce, ja. der Apfelgrä. Der Apfelgrün, das ja. Die geht, Klassiker. Ja. Hat er aus einem Radatz Kochbuch. Keine Werbung, Aus weil dem ich kenne es. Radatz-Kochbuch. Aus einem Radatz Kochbuch, ja. Das möchte ich nämlich auch haben. Das Radatz. Das habe ich letztens gesehen beim Radatz. Gott sei Dank habe ich geschrieben, Werbesendung. Ne? Beim Da Radatz. steht da Ja. Dauer, Trink, Ess, Ja. Spiel. Habe ich gesehen, wie ich das Fleisch gekauft habe fürs Reisfleisch. Beim Radatz. Im Donauzentrum. Da war ja das Reisfleisch gekauft. Und da habe ich gesehen, ein Buch an der Theke steht Ja, dort. Hungerherz. Ja, Schlucken nicht, der vielleicht vergeht er. nein, vergeht nicht. Nein, Und- bitte, ja, gell. Und da habe ich das Buch stehen gesehen und dachte, das steht mir was taugen. Vom Radatz ein Kochbuch, nämlich, was mir dann taugt, so ein, was die Produktbeschreibungen und so weiter. Weißt du, also nicht jetzt die Rezepte selber, sondern einfach wie das alles halt ist. Ne? Und so, das steht mir schon taugen. Also, und der hat das aus dem gemacht, das ist mir leibend. Ein herrliches Barfleisch. Das ist eine Welt. So, verlieren wir eigentlich Zuschauer mit dem Nein, da war ich noch nicht. eine Klachelsuppen, der Rudolf Funkschuh. Ah, das ist aber auch was Gutes, ja. Was haben wir da jetzt? Ich weiß nicht, wie bei euch heißen. Bei uns sind die gebratenen Knacker. Also die Augsburger, ja, die sind ja so ähnlich wie die Knackwürst, Knackwürst, ja. Mit einem Hodernsterz ist auch gut, die Brücke, das ist ein Wahnsinn. Probier die Nudeln, da schmeckt man keinen Unterschied. Wenn es gleich schmecken, wozu dann andere machen. Ich habe das gesagt, probier die Nudeln, schmeckt man keinen Unterschied. Ja, das hat man mir gesagt. Das, immer, ja. Probiert, na, weil es gesünder sind, nicht? Die sind so gesünder und probierst, da schmeckt man keinen Unterschied. Na, schmoren. Burenheidel mit Koriander, das geht nicht. Ja, zum Beispiel, du hast recht, Michael Ungar. Da hätte ich jetzt auch keinen Koriander auf, bitte mal von Nein. Burenheidel. Hätte ich auch nicht. Nein, die spät sie. Wobei der Fetten ist wurscht, nein? Sacher mit Schlagobers. Was ist jetzt los? Meinst du die Sacher Würsteln oder die Sacher Turten? Siehst du einen das harten ist- Sterz, einen Heidensterz ist auch noch eine Ja. gute Idee. Das ist mit glutenfrei sogar. Weil das Heidenmehl Ach so, ist, das ja. Heidenmehl ist. Bis der Radatz wäre auch ein geiler Sponsor für euch. Das stimmt. Stell dir vor, ein Radatz als Sponsor. Das war was, ha? Der Dumm, war nicht Aber schlecht. aber Naja, aber das ist halt. der Roma. Naja, aber Radatz hat man schon auch taugen. Und meine Radatz, Mit Radatz? Das haben die Dings einmal. Das nicht einmal der Trio Wiener mit Radatz gehabt. glaube drauf. ich nicht, nein, Radatz nicht. Glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Jetzt habe ich Hunger, wir haben alle schon Hunger. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt haben wir uns da Augsburger mit Gräste. Nein, es ist ja Wahnsinn. Jetzt habe ich wirklich. Soll ich jetzt morgen ein Meeranfleisch machen? Soll ich morgen jetzt ein Krautfleisch machen? Du, mir ist wurscht, weil ich bin nicht der Klause, ich kann leider nicht kommen, das heißt, mir ist es vollkommen egal. Mir ist es, Das mich wird lässt so, es kalt. es wird so viel überbleiben, dass dann. Ich weiß nur eins, mein Mundgelein darf morgen nichts Vegetarisches machen, weil morgen brauche ich Ja, ja. eine Fleischspeise. Morgen brauche ich eine Fleischspeise. Oder ich schau zum Stoik, zum Wirten noch schräg gut. Ja, ich glaube, das wird es werden. Eibrige Hund, jawohl. Jawohl. Jawohl, eibrige Hund ist schon leibend. Hat der Mundgelein auch schon lange gesagt, das machen wir. Ganz wichtig, immer ein bisschen ein Gurkel sein. Unbedingt, ja. Drum,
Die Säure. Gute Gurkel. Die Säure, ja, das ist wichtig. Wichtig, fast das Wichtigste. Dass das, weil sonst ist Weil ja sonst ist quasi das wie halt einbrennen. Einbrennen, Aber, ja, aber so genau. mit dem. Die Leute haben zu wenig gehört. Der Rudi Korbis versucht immer, dass wir spielen. Recht, Ein bisschen recht was ein paar Stückchen spielen wir und dann schon langsam kommen wir. Ja, eben, wir müssen schon lange, wir müssen kurz sein. Ja. Der Patrick muss heute zu McDonalds. Nein, das ist. Nein. Aber ich muss heute noch zum Tiefkühler, weil das war's ja nicht. Hab ja gesagt, sie der daheim 2 Kilo. 2 Kilo schaffen worden vom Adi. Nächste Woche kommt der zweite. Ja, muss der bloß Und in machen. 4 ja. Wochen Muss der bloß kommen machen. noch einmal 2 Schopfbraten gesagt. Nein, ich muss ja aufstehen. Meine Mutter will was haben, meine Schwägerin, mein Bruder. Ja. Mein Ex-Schwiegervater, also mein Schwieger, der Papa. Ist der Eglitsche diese Ball? Es gibt Sacherwürstel, nein. Kennst Sacherwürstel nicht im Himmelswillen? Das sind im Prinzip Frankfurter, nur längere. Nur längere, ja. Längere Frankfurter. Und sind 100% Rindfleisch. Genau, wenn es Ganz richtige sicher, sind, ja. richtige sind, ja. Wenn es richtig sind, absolut nur das Rind. Und Kamel. Genau. Ja. Und lange, also die sind Wurstjacke. nicht länger und alles, ja. Ja. So, ich glaube, dafür freut sich Mama. Christoph Acker. Jawohl. Einbrennende Hund war jetzt schon ein Wahnsinn. Was spielen wir mal gesagt? Wobei, ich bin schuldig meiner Schwiegerin noch Linsen mit einem Gesöchten und Knödel. Ist auch was Gutes. Ja, das muss ich vorziehen. Ich bin das schon seit einem Monat oder länger schuldig. Meinem Bruder und meiner Schwägerin, weil die sind, sie kochen selber kein mehr, weil meine sind besser. Ihr Mutter sagt auch, meine sind besser, ich weiß nicht, aber wenn die Frau Mama einmal sagt, das besser ist, das heißt was. Aber jetzt hätte ich Ich brauche Aber Meierenfleisch grundsätzlich, das war der Ausgangspunkt. ja, Meierenfleisch war der Ausgangspunkt. Und auf das darf wir uns jetzt konzentrieren. Meierenfleisch. Majoran-Tee. Jetzt haben wir uns zurück zum Majoran-Tee, genau. Jetzt sind wir beim Tee. Auf den konzentrieren wir uns jetzt. Und dann ist schon besser. Kommen wir zum grünen Veltliner. Ja? Ja, Ja. das geht ja schon. Daneben ist besser. Ja. Und was gut war zum grünen Veltliner? Braufettenbrot. Ne? Und dann sind wir schon wieder dabei. Oder so ein kleines Schüssel warme Ramen. Das ist doch einfach geht. Kopf an der Hand, Knie auf die Schultern und die Finger zwickt. Und auf geschiffte Wunden ob eingeschossene Schein oder beim Zündeln was verbrennt. Als Kind ist man zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was damit tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, aber es keiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama. So. Ist man älter wohl, möcht man das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sich aus. Drucken manche Sohlen, die ja noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr.
weil du legst den Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was dir weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, ob man das gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Benzinger Kirche. Drum vom Benzinger Kirche hört man es 12 Grad schlagen. Und von dem unteren Gassen birgt die Ecken ein Wald. Vor einem Wiener Häuser, da heute ein Madel steckt aus. Macht ein verlegenes Knicksel. Dann huscht's wie ein Masel ins Haus. Im Ohren und die raschenden Walzer, die Walzer vom Lammer und Strauß. Im Herzen ein bisschen verliebt sein, so kommt sie vom Domeiers Haus. Die Guckeln sind blau wie die Fegel, sie glanzen voll Lust und voll Freude. 6 Leidl so was, an 30 in Wien, in der goldenen, gemütlichen Zeit. Man kennt fast sagen zu jeder Zeit, spür ich den Trottel für die Leute. Und manches Mal platzt mit der Grauen, da kennt den Wurstel, jeder Schlag. Den Kasperl spüren, das stört mich nicht. Danke meinen Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund hat immer Zeit. Mein bester Freund hast Einsamkeit und bin einmal ganz allein. So sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lad ich mir ein paar Freunde ein. Weiter? C7, G7, Entschuldigung. Ja, war der Adam. Mit der Eva noch allein war. Ja, ringsherum noch keine Spuren, ja, von einem Wein war. Mit Apfel haben's gehabt, nur ein Ärger, Das glaube ich. den sie haben noch nicht kennt, den Nussberger. Sonst waren sie im Paradies noch rein. Zu der Erst da ins Was haben die Leute einmal gemacht, wie noch kein Wein war? Wer hat die Stimmung dann gebracht, das wird mir nicht klar. Da muss ja Fahrt gewesen sein und alles muss Start gewesen sein. Ohne Wein, ohne Wein, ohne Wein. Was haben die Leute einmal gemacht, so ohne Musik? Wir haben's die Nacht nur verbracht, bis in der Früh. Was kann denn gemütlicher sein, als
serviere Musik, Wein. Wer da schaut in Himmel hinein. Schön zu jeder Jahreszeit. Im Frühling zeigt es sich im Blütenkleid. Im Sommer aber über Nacht sind alle Rosen aufgewacht und der Wien brilliert mit seiner Pracht. Im Herbst, da ist mein Wien ein bunter Traum. Mit einem Farbenspiegel an jedem Baum. Und wenn die weißen Wolken fliegen, wo jetzt dagegen leise fliegen, dann spürt man, Wien ist immer schön. Reißen wir mal dieses wunderbare Instrumental. Im Herbst, da ist mein Wien ein bunter Traum. Mit einem Farbenspiel an jedem Baum. Und wenn die weißen Flocken wehen, wo jetzt dagegen leise fliehen, dann spürt man, Wien ist immer schön. Ich hab ein Stückel altes Wien entdeckt. Dort hat sich die Wiener Gemütlichkeit versteckt. Dort triff ich alten Spezi, die Freundel, das versteht sie. Dort kommen alle echten Wiener zusammen, die nur ein Herz für deren Musik haben. Und ist auch manches schon dahin, dort finster Stückel, altes Wien. Manches schon dahin, dort finster Stückel, altes Wien. Menschen, Menschen, sind wir alle, voller hat jeder genug. Alle können doch nicht gleich sein. Das liegt schon so in der Natur. Menschen, Menschen, sind wir alle, voller hat jeder genug. Alle können doch nicht gleich sein. Das liegt schon so in der Natur. Kinder, füllt die Glas
gewiss. Ein geschmackliches Puzzle von mein Schatz. Was braucht das Mensch noch mehr? Was kümmert uns, was morgen ist? Bring's noch ein Liter her. Was kümmert uns, was morgen ist? Bring's noch 12 Liter her. Ui. Es war ein Stadelmeier-Gruppe, Lois Betuschi und so weiter potpourri. Ja, jetzt. und Steurer. Steurer, Nachher. Wahnsinn, ja. Da war alles drinnen, das ist ja Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn und die Achtervereine. Und Elke Schmitz, jawohl. Schnell schöne Grüße von Martin, jawohl, Nizza. Jawohl, normalerweise. Nizza. Und wir aus Kalifornien zu euch schicken. 9 Stunden Unterschied, deswegen haben wir euch fast verpasst. Aber ihr seid rechtzeitig hergekommen. Das gefreut uns voll. Elke Schmitz, Elke und Martin Leiln haut's eine organrote Achteln. Ich habe euch ja leider nicht kennengelernt. Ja, du warst nicht da leider. Aber ja, Rudolfo ja, kann besser. Ja, dafür. Rudolfo kann besser und einige, wir haben da Gott sei Ja. Dank, aber haut's eine bitte Bin rote da Achteln niedergelegen. für den Martin Rexes und die Elke nach Kalifornien statt nach Nizza. Bitte haut's eine. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. So, der X-Zemen hat sich dazu gesellt, jawohl. Jetzt wollen wir Schluss Ja, machen. jetzt mal aufhören. Jetzt mal aufhören. Ui, die Krise D tanzt für die Brigitte. Ja, das machen wir noch. Da Machen wir die Details und dann spielen wir gleich, in G weiter. Ja, oder wir hören auf mit den Er wird ein Vorschlagspass. Das können wir auch machen. Weil das war so. Können wir auch so machen. Bitte schön, ja. Können Wir sind D aufhören. Ne? Ja, nein, hast vollkommen recht. Und fängt in D7 dann an. Und Du hast musiktheoretisch wahrscheinlich recht. Die ganze Nacht finde ich nicht aus. Schau aber jetzt erst zum Wohle. Aber das ist nicht angestessen. Ich habe vor lauter Gier. Ja, weißt du, ich habe kein Wasser mehr. Ne, wie soll ich noch arbeiten? Du kannst einschenken. Nein, brauchst du eigentlich nicht. Nicht mehr. Nein, lass mir's gut sein. Ich will nicht übertreiben. Aber ja, schenk man's ein, hast recht. Das ist auch Arbeiten mit ihm. Es ist. Ja, der Michael Unger am Sonntag hat eins, muss ich einen Film gesungen. Ich trage im Herzen ein Stück Leutes mit. Ich trage im Herzen drin. Ich glaube, das ist nicht drin. Heute Wien. Ein Stückel Seligkeit aus dieser Zeit. Das hat Stahl meine Gruppe sogar aufgenommen. Wirklich? Ich trage im Herzen drin, ja. Wirklich? Ja, das ist auf einer Platten von den 3 drauf, ja. Sind wir auch noch? Nein, aber da ist glaube ich nicht drin. Da ist nicht drinnen im Knie. glaub nicht. Ist drinnen, glaube ich. Beim Karl, nein. Ich Ich trage glaub im nicht. Herzen drin, ist glaube ich beim Karl drin. Wirklich? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber ich will da auch nicht komplett widersprechen, weil sicher bin ich mir auch nicht. Ne? Ich trage im Herzen drin. Was haben wir noch? Was haben wir da alles? Ja, Weltklasse. Aber er hat die Achtelleine super. Und der Pablo Charisti Chat-Buch-Polka haben wir auch bestellt, ja. So wirklich gut, Facciamoto, danke schön. Also wenn du uns meinst. Ich sehe mich immer zur späten Stunde, aber da freuen wir uns natürlich genauso. Ja, sicher. Der Marco Cinelli sagt, super Mädel, wir lassen uns bei mir daheim zum ersten Mal sprichwörtlich beweihräuchern. Und hören dazu noch die super Lieder drauf. Weltklasse, Marco. Marco, Claudia, Welt super. Beim nächsten Mal Prost euch zwei. Jawohl, Elke Schmitz. Prost. Jawohl. Einmal ist ein Versehen, mehrmals ist Hilflosigkeit. Bist du auch am Tisch. aber da geht's zu. Da geht's zu. Perle im Donautal, reizendes Wind. Das ist nicht drin beim Ding gleich. Brigitte Schau, schon stundenlang könnte ich bei euren Potpourris zuhören. Ja, im Prinzip kennt man fast stundenlang vielleicht nicht, aber Stundenlang nicht, man aber- geht jetzt schon ewig lang dahin spielen, muss ich sagen. Stundenlang kann man fast sagen. Oh ja, das geht sich schon aus. Ist heute die Chance von der Mama gespielt? Ja, Ja, kurz bevor du gekommen bist. Ich sehe mal wirklich kurz bevor du reingekommen bist. Weil in dem Mädel, das Mädel hat begonnen eigentlich mit der Chance von der Mama. Leider, Jetzt hab ich leider. ausgetrunken. Jetzt hast du ausgetrunken. Na geh, kommen wir Party. nicht zum Schluss. Ist die Flasche leer, gell? die ist leer, ja. Sanne nimmt ein Bad im Trinknapf und trinkt aus der Badeschüssel. Naja, du, ich sag da was weit geht. Urteile nicht vorschnell über die armen Nymphensittiche, weil ganz ehrlich, selbiges ist uns selbst in jungen Jahren durchaus auch passiert. mehrfach passiert. Heute nicht mehr, weil wir keine Badeschüssel haben. Trinknapf ist noch da. Aber aus großen Badewannen, so Freibad und so. Da
manchmal machen wir ein bisschen was geschluckt. Springbrunnen und so weiter und so fort. Wenn wir sie untertaucht haben gegenseitig, nicht? Und so. Leute haben es wirklich gehört. Der Rudi Karpmer sagt, wir machen ein Medley einfach. Wir hören Ja. dann auf jeden Fall mit dem, also wir gehen dann, wir Wir werden dieses Medley dann Richtung D, mit dem hören wir auf. aber Richtung D-Tanz müssen wir das Medley dann trimmen. Okay, ja, dann müssen wir aber. Ja, das geht schon. Jetzt wollen wir mal, die Leute haben zu wenig Geld. Wenn wir anstrophen, die Leute haben zu wenig Geld. Dann, was ist denn, weil das ja auch urgiert hat, kommt schon lang. Wenn mich der Herbert fragt, Ich glaube. du bist die Donut-Sicherheit. Gustav. Und dann gehen wir ins, die Leute haben zu wenig Geld, ne? Ist schon. Und dann schauen wir weiter, was passiert. Und irgendwann müssen wir irgendwas in A haben, im Idealfall, aber wir haben nichts in A haben wir nichts. Nein, gar nichts. Aber irgendwas haben wir dann auf D, müssen wir aufs A7 gehen und dann Machen wir schon. machen wir dann schon. Aber ich jetzt so mit dem Medley werden wir uns einfach ins Ende schmeißen. Ja. Wer weiß, wie lange es dauert, wir wissen es jetzt auch nicht, aber es Fangen wird, einmal ja an. wir spielen nicht einmal, aber wir kommen nicht mehr zum Reden. Wir kommen dann dazwischen nicht mehr zum Reden und wir wünschen euch daher jetzt schon herzlichsten Dank. Wir wünschen euch herzlichsten Dank, ist nicht schlecht, gell? Ist nicht Es schlecht. ist leiwand eigentlich, ja? Wir wünschen euch Danke. Nein, wir wünschen euch natürlich eine wunderschöne Wir wünschen Woche. euch bitte auch noch dazu. Von Herzen ein herzliches Bitte. Bitte. Ja. Das ist gut, das ist gut. Das ist So, herrlich. seid so lieb, haut uns noch was rein in unseren virtuellen Hut, sei es jetzt über PayPal, über Überweisung, große Beträge, kleine Beträge. Wir nehmen alles mit Dankbarkeit an. Ihr könnt auch im Superchat noch was reinschmeißen und also verschiedenste andere Möglichkeiten. Die Infos habt ihr natürlich auch in der Videobeschreibung, weil da blende ich es jetzt wieder aus. Aber es wäre ganz leibend, wenn es einen kleinen Beitrag springen lasst für die Musik. Und im Februar, wie gesagt, ist relative Funkstille um uns. Wir spielen erst wieder Ende Februar beim Lentner Karli. Termine findet ihr auf 16erburm.at und alles weitere sind wir viel live dabei. Ja. Der Munro ist dahin. Vierte Gott. Vierte Servus. Euch allen eine gute Nacht und süße Träume. Der Fritzl startet, ist aber einer bis zum Schluss da. Das wissen wir. Ist bis zum Schluss dabei. Sicher. Er sagt nur jetzt schon mal sicher, jetzt wollen alle gute Nacht, das ist in Ordnung. Wir schauen, Wollen wie wir lang's das geht. so stehen lassen? Genau, und wir sehen uns nächste Woche ganz klar wieder bei der Pavlatschen. Natürlich. Ja? Montag, ganz klar. In diesem Sinne, In diesem Raum mit dem letzten Schluck verabschiede ich mich und wir werden jetzt noch medleyisieren. Wir fangen einfach einmal Und an. dann hören wir auf. Schauen wir, was passiert. Alles dann, alles Liebe, danke euch vielmals. Na gut. Was haben wir gesagt, fangen wir an leicht. Mein Adler hat mir oft und oft eine alte Geschichte erzählt. So hat er gesagt, der Herrgott kommt mitunter auf die Welt. Und wie er dann begegnen tut, den Retter freundlich an. Und mancher fromme Wunsch, der geht auch in Erfüllung dann. Ja, das war doch wirklich gar nicht schlecht. Ich weiß schon, was ich sagen möchte. Wenn mich der Herrgott fragt, ob mir denn gar nichts fehlt, da mache dir Buckel, das Schönste auf der Welt. Ich sage, lieber Herrgott, wenn's grad gut aufgelegt bist, dann bring die alte Zeit zurück. Die Zeit voll Glück. Danke dafür, Miss Brigitte, gell, für deine Superchat. Ja, wenn wir unser Wehen betracht, da war's kein Wunder, wenn
Der Unterschied gegen frühere Zeit, da waren's halt noch ganz andere Leute. Am Kirtag drunten am Schottenfeld, da hat's noch gegeben Silbergeld. Die 20er, die sind umgeflogen, der Tisch, der hat sich gebogen. Ein Bachendl, ein golden Wein und auf kein Tisch nicht gefällt. Doch schaut mal heim, wie's zugeht dort, da drunten am Schottenfeld. Die reichsten Leute haben Kriege gemacht, Fabriken zugesperrt in der Nacht. Wo die Weber gewebt haben Seidenschein, steht auf ein Satz ans Föhlier. Von Bachendln ist längst keine Spur, jetzt liegt da jeder in dem Tor. Versöchte Blunzen, das alles hört. Die Leute haben zu wenig Geld, ja, ein Frittis, ein Frittis, ein Frittis auf der Welt, ja, ein Frittis, ein Frittis, die Leute haben zu wenig Geld. Ja, der Dornbucher Pfarrer steckt aus, da bleibt doch kein Wein besser zu Haus. Da kommen's pünktlich zur Zählermiss, auf einmal da wissen's vom Pfarrer die Adresse. Die Frauen, die wundern sich sehr, ja sag, wo kommt diese Freundlichkeit her? Da plaudert der Seemann aus, ja der Dornbucher Pfarrer steht aus. Achso, Entschuldige, ich Na wollte... geht schon, was bist du? Vor 20, 30 Jahren, da war am Kirtag allein. Da hat's uns nix wie Sabrebuben und Sabredärnl gegeben. Und haben so tanzt und umgestrammt, das war ein gewisser Freund. Ja, sehen's, das waren halt da zum Hals, noch gern geht's um den Wein. Wann der Musik hat gesungen und des Morgen ist kein Pflanz. Kicke, Tanz und Lieder wurden mir von den Därnl gewandt. Der dicke Bettelkorl und der Franzl, alle drei. Ja, haben's getanzt und umgestrampft, da war Magie dabei. Het geht's mit dem Singen schwer, wir haben kein Stück nicht mehr. Tanzt Lieder nicht so, wir sind aus Heim und Stroh. Jo, jo, mir geht's schon, da muss er Förder sein. Wir haben auf der Welt keiner mehr gehört. Wie wir kleine Kinder waren, haben angestellt allerlei. Da war für uns die größte Freude eine Haustoiletterei. Der Hausmeister ist außergrenzt erwischt, hat er mich nie. Ich hab mir lange Dosen gezeigt, vom Haus da vis-à-vis. Ein Klinkerl-Partie, nur das Höchste für mich. Leider kennst du so Frieden, wer alles Kleiner. Ein Klinkerl-Partie, der was leid, der war ich. Nur wenn's groß bist, ist alles dahin. Und hab ich manches Mal so meine Schimpfer gekriegt, das war mir die Garde wert. Das war mir die Garde wert. Und hat die Frau Mama mir öfters auch nicht zischt. So war das nie, der Hausmeister, weil der hat mich nicht erwischt bei meiner Kickerlpartie. Der was leid, der war ich. Nur wenn's groß bist, ist alles
gekriegt. Es war mir die Garde wert. Es war mir die Garde wert. Und hat die Frau Mama mir öfters auch nicht zischt. So war das nie. Der Hausmeister wird der auch nie nicht erwischt bei meiner Kegelpartie. Der was leid, der war ich. Nur wenn's groß bist, ist alles dein. Nur wenn's groß bist, ist alles geborgen daheim. Geburt mir da dein Gesicht, ich möchte heut fest sein. Nicht wie ein altes Säbe, sondern Rest sein. Ich hab heut noch ein Rendezvous. Da brauchen die dein Gesicht dazu. Und schmeckt der Wein ein bisschen handig. Mit deinem Gesicht, da bin ich niemals grantig. Ich weiß, dein Gesicht, das ist ein Meisterstück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher nicht mehr zurück. Wo vom Haus ein grüner Busch. Da kommen wir nicht hin, gell? Da kommen wir nicht hin. Wir machen das anders. Schön ist so ein Ringelspiel. Das ist ein Hitz und kostet viel. Damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder Vorblick und traut sich da am selben Fleck. Man kann sagen, was man will. Schön ist so ein Ringelspiel.
wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute sind wir das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben was gesungen, haben viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist auch gewarnt worden bei manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen. Aber seien wir ehrlich, wir werden schon langsam müde. Ja, wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön, es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertelsitz denk hier an meine blöden Witz, an die schönen Wienerlieder und an die Gemütlichkeit. Wir haben ein paar Stunden gesungen, viel nur gegen End wird's langsam still. Und so hat jede Stimmung auch ihre Zeit. Hier wird ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Schaut's da oben mit euch, mein Leibwand, das hat uns wirklich sehr gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Viert euch! Alles Liebe, pfiat euch gut.